Sie kommen aus der ganzen Schweiz. Sie sind modern und gleich auch traditionell. Sie sind so vielseitig wie ihre Dialekte und haben eine gemeinsame Leidenschaft. Theresia Hollenstein aus Brülisau im Kanton Appenzell-Innerrhoden hat zum Hauptgang Fleisch vom Gitzi mit Knöpfli und Gemüse serviert. Die Beatrice Meyer aus Lustdorf im Kanton Thurgau ein Coq au vin mit Zwiebelbaguette. Sonja Schild aus Iseltwald im Berner Oberland ein Sennentopf mit verschiedenen Gemüse und Söseli. Rita Kaufmann aus Kulmerau im Kanton Luzern ein Filet vom Galloway-Rind im Kräutermantel. Christa Kreienbühl aus Oberhünigen im Kanton Bern Kalbsgeschnetzelt an einer Balsamico-Sauce mit Herdöpfelgratin. Christa Straub aus Attelwil im Kanton Aargau Entenbrust und selber gemachte Tagliatelle. Nina Padrun aus Lawin im Unterengadin Graubünden ein selber geschossener Rehpfeffer mit Pizzocchels. Das ist das Finale von der Landfrauenküche. Und da ist der Nick Hartmann. Dankeschön! Dankeschön! Sen und Nonsens. Danke Nicolas Senn, dass wir wieder zu Gast dürfen sein in deinem Studio. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zum Finale der Landfrauenküche 2016. Was macht man dümmeres als an einem Samstagabend, wo es so verregnet ist, Fernsehen zu schauen? Nichts. Es gibt nichts Gescheites heute Abend. Wir sind in der warmen Stube und Sie sollen es auch sein. Wir wollen miteinander feiern. Wir wollen die Landfrau 2016 feiern. Die Amerikanerinnen und die Amerikaner, die wählen ihren Präsidenten oder Präsidentin nächste Woche. Wir erfahren bereits heute Abend, wer das Land regiert, ein Jahr lang. Zumindest kulinarisch. Ja? Der Name der Siegerin der Landfrauenküche 2016 der versteckt sich in dem Kuvert, in dem Goldigen da hinten. Und das tun wir am Schluss der Sendung auf. Bis dahin haben wir viel vor mit Ihnen und vor allem mit den Frauen, die uns in den letzten 7 Wochen so göttlich bekocht haben. Es ist nicht eine hochintellektuelle Sendung, ganz einfach. Sie kommt vom Bauch und geht direkt ins Herz. Und das sind unsere 7 Landfrauen von dieser 10. Jubiläumsstaffel. Aus dem Kanton Appenzell-Innerrhoden, Theresia Hollenstein. Beatrice Meyer aus dem Thurgau. Sonja Schild aus dem Berner Oberland. Rita Kaufmann aus dem Kanton Luzern. Christa Kreienbühl aus Emmental. Christa Straub aus dem Kanton Aargau. Und Nina Padrun aus dem Engadin. Yes! Jetzt sind wir da. Alle auf einem Haufen. Christa, wie geht's dir? Gut, sehr gut. Ja? Ja. Freust du dich, dass du heute noch einmal kochen darfst, vor Publikum? Ja, ich freue mich. Gut. Was hast es bei dir gegeben? Ich mag mich nicht mehr erinnern. Kalbsgeschnetzelt von unserem Kalb, ja. Und was hast du für ein Gefühl? Wie ist dir gelungen an diesem Abend? Ja, sehr gut. Ich bin zufrieden. Also, ich habe das Gefühl, es ist tiptop gegangen. Nina, was hast du für Reaktionen gehabt? Du bist die Letzte, du hast gestern die Sendung noch gehabt. Und jetzt heute wieder eine. Ja. Wie viele Meldungen hast du bekommen auf dein Smartphone? Viel. Also, bin ich nachgekommen. Unzählige? Bah. Brutal. Bea, wie geht's dir? Gut, danke. Wie hast du die Landfrauenküche erlebt? Die Nachtessen, die ihr jede Woche hattet? Es war sehr schön, aber auch anstrengend. Und es hat ein bisschen Hochs und Tiefs gegeben. Also es ist nicht immer nur eitel Freude. Also, heute Abend gibt es nur noch Hochs, oder? Ja. Also, der Name der Siegerin
Der ist irgendwann Ort in diesem Kuvert drin, den lüften wir den. Damit wir gleich wieder so auf das gleiche Niveau kommen. Dass wir wissen, wer ist jetzt schon wieder woher und hat was gemacht. Schauen wir uns doch schnell einmal so eine Zusammenfassung an. Auch in diesem Jahr sind die 7 Landfrauen kreuz und quer durch die Schweiz gefahren und haben einander besucht. In Brülisau im Kanton Appenzell-Innerrhoden wartet Theresia Hollestein, die erste Gastgeberin. Bei ihr dreht sich nicht gerade alles, aber sehr viel um die Geissen, um einen Alpkäse und natürlich um die Taube. Zum Wohl. Als nächstes geht die Reise in den Kanton Thurgau nach Lustdorf zu Beatrice Meyer. Sie ist zwar Lehrerin, aber wenn es ums Reiten geht, Schülerin. Bei ihrem Mann. Sie betreibt ein Katzenhotel. Und hat es gerne ein bisschen verwoben. Der Brienzensee im Berner Oberland ist das nächste Ziel der Landfrauen. Das Iseltwald empfahrt Sonja Schild mit ihrer Familie. Hallo. Weil die Kühe im Sommer auf der Alp sind, muss man nur zu den Eseln schauen. Die Alp und das Sennentum sind das Thema des Landfrauenessen von der Sonja. Rita Kaufmann aus Kulmerau im Kanton Luzern wartet mit ihrer Familie auf die Landfrauen. Sie arbeitet mit Blumen, Kräutern und bietet Naturerlebnisse an. Probieren wir doch das gerade mal aus. Darf ich hier hinten nachkommen? Aus getrockneten Zutaten aus dem Garten entstehen Kräutersalz und Teemischungen. Und weiter geht's in Kanton Bern ins Emmental nach Oberhüningen. Da lebt Christa Kreienbühl mit ihrer Familie. Die grösseren von den 5 Kindern helfen schon wacker mit. So bleibt Christa Zeit, ihren eigenen Sirup zu produzieren. Und für einen Spaziergang mit ihrem Mann Berno. Im Kanton Aargau, in Attelwil, sind nicht nur die Charolairerin daheim, sondern auch die nächste Gastgeberin der Landfrauen, Christa Straub. Und noch mehr tierische Mitbewohner. Ihr Fleisch verkauft Christa am Merit Zarau. Merci vielmals. Danke gleichfalls. Natürlich hat sie auch eine Familie, einen Mann und 3 kleine Kinder. Denkt sie schon ans Landfrauenessen? Lawine im Unterengadin im Kanton Graubünden. Da ist Nina Padrun daheim, die letzte Gastgeberin der 7 Landfrauen. Auch sie ist vielseitig, steckt voller Tatendrang und ist immer für eine Überraschung gut. Es gibt keine genussvollere Einführung in die 4. Landessprache wie ein feines Menü auf Rätoromanisch. Das sind's. Unsere Köchinnen von der Nation in dieser 10. Jubiläumsstaffel. Wir gehen doch langsam aber sicher in die Küche. Ja? Wir haben etwas Spezielles für euch vorbereitet. Geht doch mal vor. Es ist ja so, in einem Menü zählt meistens so die Vorspeise oder der Hauptgang am meisten. Als Dessert ist ein bisschen das Stiefkind vom Menü. Und da haben wir gefunden, das können wir nicht so stehen lassen. Wir nehmen uns jetzt in dieser Sendung vor allem mit dem Süßen an, weil ihr sind so süße Frauen. Also einfach auch kulinarisch. Es gibt so Merenken, das kennen wir normalerweise im Emmental, dann in der Biberflatte im Appenzellerland. Und Rüebli-Torte. Das ist schon mal eine grosse. Das sind die Jungen von einer Rüebli-Torte. So, alles schön traditionelle Gerichte. Da hinten gibt es natürlich auch. Die anderen Landfrauen haben das auch. Wir haben gedacht, da muss ein bisschen neuer Schwung rein. Wir haben eine Spezialistin gesucht und haben sie schnell gefunden. Es ist ein kulinarisches Wunder in der Schweiz. Es ist eine junge Frau. Sie hat nicht Köchin gelernt, ist einmal eine gute Langläuferin gewesen. Kommt aus dem Engadin, ist 20 und hat über 160'000 Followerinnen und Follower auf den sozialen Medien. Leute, die ihr folgen und die Fotos anschauen, die sie postet, wo sie Sachen kochen und dann nachher fotografiert.
ist eine wahnsinnige Frau. Herzlich willkommen. Da ist Nadia Damaso. Hoi Nadia. Das ist schon gut, oder? Ich kann nicht übertrieben. Du hast eigentlich die ganze Welt auf deiner Seite, die zuschaut, was du jeden Tag kochst und fotografierst. Ja, es ist schon unglaublich, was man heutzutage mit Social Media kann erreichen von der Menschenmasse her. Ja. Hast du mal etwas Rechts gelernt? Nein. Nein. Blöde Frage, gell? Vor allem so von einem alten Ich Sack. koche mit ganz viel Leidenschaft und Herz. Ja. Und ja. Isst du denn auch gerne oder kochst du vor allem gerne? Sehr. Beides. Und unglaublich wie gern. bist du drauf gekommen, dass man so könnte, den Lebensunterhalt bestreiten könnte? Ja, ich habe schon immer auch gerne gekocht und bin extrem kreativ gewesen. Schon als Kind habe ich mich daheim eingeschlossen in der Küche und da so 4 Gänge gekocht und die Familie erst reinlassen, wenn alles fertig war. Also schon immer etwas in diesem Bereich so ein bisschen Kreatives machen und das mit dem Kochen hat sich so entwickelt. Jetzt muss man aber nicht unbedingt mit den elektronischen Medien vertraut sein, wenn man deine Rezepte nachkochen will, sondern du hast auch ein Buch gemacht. Und genau. Das ist nicht einfach also ein Kochbuch oder ein Buch machen in der Schweiz ist etwas Aufwendiges. Vor allem muss man es nachher an Mann und an Frau bringen. Und du hast das einfach so können verkaufen. Wie viele sind verkauft mittlerweile? Über 30'000, glaube ich. Das ist ein unglaublicher Bestseller. Und jetzt wird es dann irgendwann noch übersetzt und kommt auf die ganze Welt. Genau, also. Ende Jahr kommt es dann weltweit raus. Auch wir machen Ende Jahr schon das 2. Buch. Also, gut. Wir haben genug Zeit, miteinander ein bisschen zu plaudern. Nadia Damaso aus dem Engadin. Und so lebt sie und so arbeitet sie. Die Bündnerin Nadia Damaso ist 20 und vielseitig talentiert. Ihre Leidenschaft Kochen und Fotografieren. Das Essenviertel ist Einfangen von den Emotionen vom Essen. Man sieht jedes Krümel, jedes Tröpfchen. Das ist pures Leben, das aus dem Bild rauskommt. Sie ist eine sogenannte Foodbloggerin. Das heisst, sie lädt die gemachten Fotos ins Internet. Dort hat sie unterdessen eine Fangemeinde von über 160'000 Leuten. Aus den besten Fotos und Rezepten hat sie ein Buch gemacht. Mit dem ist sie seit Monaten auf der Bestsellerliste im deutschsprachigen Raum. Ihre Wurzeln hat sie im Engadin. In Pontresina ist Nadia Damaso aufgewachsen. Heute ist sie zu Besuch bei Mami Mirta. Kochen verbindet die zwei seit Jahren. Du hast viel wirklich Kochbücher studiert und bist sogar mit den Kochbüchern ins Bett. Wirklich so ein bisschen, ja. Das sind die einzigen Bücher, die ich gelesen habe. Ich habe nie gelesen, gell? Bücher habe ich nie, ausser Schulbücher. Ja. Aber Kochbücher könnt ihr einfach immer anschauen. Ja. Was machst du nachher noch? Solche Momente mit der Familie sind selten. Schön, dass wieder mal beide, dass wir mal wieder Zimmer zu Nörgeln haben. Können wir ja? Nein. Seit sie das Kochbuch herausgebracht hat, rebelt es. Darum hat sie ihre Schauspielausbildung an den Nagel gehängt. Alles. Ich habe immer schon gewusst, auch schon mit 10, dass ich später irgendetwas machen werde, was es in dem Sinne noch nicht wird geben. Es wird irgendetwas Kreatives sein. Ich habe nie richtig gewusst, was es wird sein, aber dass es jetzt so gekommen ist, ja. Für das verlässt Nadia vor einem Jahr ihre Heimat in Engadin und zieht ins Unterland, auf Zürich. Täglich macht die Foodbloggerin Sport und holt sich dort ihre Inspiration für das Kochen. Meine Ideen kommen mir meistens beim Joggen sind, weil einfach auch wegen der Natur, wegen der Farbe der Natur, weil ich dann nicht abgelenkt bin und etwas anderes machen kann. Und ja, es kommt mir wie vom Universum zugeflogen. Daheim probiert sie es darauf aber gerade aus. Jeden Tag erfindet sie ein neues Rezept. Bei meinen Rezepten habe ich immer auch so ein bisschen das Ziel, dass jede Gabel ein Geschmackserlebnis ist. Jede Gabel schmeckt ein bisschen anders und man bringt immer ganz neue Geschmäcker ins Mund in dem Sinne. Ja. Geschmacksexplosion heisst es. So. Du
die Familie, die Mami und deine Schwester sind auch da. Herzlich willkommen. Geschmacksexplosion, so heisst das Gericht. Ich stelle mir jetzt einfach Kind vor, vielleicht die dann mal, die heimkommen. Mami, gibt es wieder eine Geschmacksexplosion zum Mittag? Nein, also hätte man das können essen oder hat das nur gut ausgesehen? Ja, also es geht ja schon hauptsächlich darum, dass es gut schmeckt, oder? Okay. Aber ich probiere einfach extrem gerne neue Geschmackskombinationen aus. Es muss immer etwas Knuspriges, etwas Cremiges, also ganz verschiedene Komponenten dabei haben, ja. Ich bin sehr experimentierfreudig. Ja. Kannst du einfach so auswärts essen in ein Restaurant, ein Schnitzel, Pommes frites oder eine Bündner Spezialität, ein bisschen Punsch oder so? Ja, also wenn ich auswärts gehe, dann so Sachen, die ich daheim jetzt nicht mache. Aber ich koche schon sehr gerne. Auch für die Kollegen, das genieße ich mega. Was hat das Dessert für einen Stellenwert bei dir? Also ich habe eigentlich süß, aber eben so in Form von vielen Früchten und so gerne am Morgen. Dessert bin ich nicht so der grosse Dessert-Typ, aber wenn es mega fein ist, dann bin ich auch da. Natürlich, weil das ist ja die Aufgabe, oder? Genau. Schau, Sie sind ein bisschen immer noch misstrauisch, ne? Ist gut. Gestandene Frauen, die jeden Tag Genau. für Kind, für einen Haushalt, für die Familie kochen. Und jetzt kommt einer und sagt, ich mache nur noch Geschmacksexplosionen. Aber das kommt gut. Nein, eben, die Frauen stehen seit Jahren in der Küche und die haben da ganz viel mehr Erfahrung als ich. Aber eben, es ist... Man soll sich doch einmal an neue Sachen wagen und vielleicht einmal ausprobieren und schauen, wo die Grenzen sind. Auch vor allem mit diesen klassischen Desserts. Wir haben dich auf die Landfrauen losgelassen. Sie sind mit ihren Spezialitäten gekommen. Und Nadia hat mal geschaut, was man dann anders oder vielleicht noch besser könnte machen. Im Engadin am Staatsersee, oberhalb von St. Moritz. Da will sich Nadia Damaso mit den Landfrauen treffen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie die Dessert alle schmecken werden. Ich glaube, die Inspiration von meiner Seite wird dann erst richtig kommen, wenn ich alles probiert habe. Dann fängt es dann in meinem Kopf an, kreativ zu tun. Ja, bin gespannt, aber ich freue mich sehr darauf. Die Landfrauen haben dafür ihre Dessert dabei. Nina Padrun, eine Bündner Nusstorte. Ein Emmentaler Dessert bringt Christa Kreienbühl mit. Ja, ich bin sehr gespannt auf die Nadia, was da zu meinen Emmentaler Merenken sagt und dann daraus kreieren. Christa Straub hat eine Aargauer Rüebli-Torte gemacht. Rita Kaufmann bringt etwas Süßes aus Luzern mit. Ich bin sehr gespannt auf Nadia und vor allem auch darauf, was sie aus meinem Rosenkuchen Neues kreieren will. Ein Hasli-Kuchen hat Sonja Schild dabei. Die Beatrice Meyer aus Lustdorf im Thurgau hat Äpfelküchli mit Vanillesauce gemacht. Ein frisches Biberfladenparfait serviert Theresia Hollenstein. Ja, ich bin eigentlich nicht so der traditionelle Dessert-Typ, aber ich hoffe natürlich, dass wir die Landfrauen mit ihren Kreationen überzeugen können. Hallo zusammen! Hallo. Wow, fein sieht's aus. Ja, danke. Bin gespannt. Wir auch. Diese Desserts soll Nadia für die Landfrauen neu interpretieren. Und? Wie findest du es? Rahmlikör. Fein? Super. Kindheitserinnerungen. Ja. Mega fein. Bündner, oder? Ja. Ich finde, die Äpfel drinnen macht es mega frisch. Die Landfrauen haben mich recht überzeugt mit ihren Kreationen. Wirklich alles mega fein. Ich habe das Gefühl, es kann eine coole Mischung geben. Und ja, bin gespannt, was nachher rauskommt. Essen wir alle, würde ich sagen, oder? Ja, und da fragt man sich jetzt natürlich schon, was kann man da noch besser machen? Lassen Sie sich überraschen. Komm, wir fangen an. Ja. Wir fangen mal an mit Gut. Bea Meyer, angeschrieben Beatrice, aber alle sagen dir Bea, oder? Gibt es noch jemanden, der dir Beatrice sagt?
Nein. Die Mami vielleicht? Nein. Nicht bei mir sagt mir mein Papi, wenn es ernst ist, immer Dominik. Dann lässt er den Nick raus. Also, Bea, wir machen Äpfelküchli mit Vanillesauce. Nein, mit Mandelsauce. Aha, mit Mandelsauce anstatt mit Vanillesauce. Ja. Das ist der Klassiker, den Sie jetzt sehen. So ist er eigentlich im Original mit Vanillesauce. Und was hast du da für ein Mise en place? Was hast du für Sachen? Ich habe hier den Teig vorbereitet, eben mit dem Mehl und eben den Mandeln drin. Dazu haben wir Sud mit Rosmarin, wo wir mit Zwetschgen aufkochen, wo wir das dann kombinieren. Guter Schuss Amaretto kommt auch noch drin. Ja, so. Und der Klassiker ist einfach noch bei den Äpfeln. Oder was ist noch das, was geblieben ist? Also es ist schon die Äpfelringe, oder? Und die Vanillesauce ist einfach, die Vanillesauce hat jetzt hast du, in dem Teig hat es ein bisschen Mandeln drin, auch in der Soße. Und dann eben noch die Zwetschgen. Und die Äpfelringli, die werden in dieser Bratpfanne rein. Was machst du mit denen? Die tue ich dann auf 175 Grad erhitzen und dann tue ich die Ringli hier im Teig tauchen und hier ausbacken. Und das ist was für Öl? Das ist Kokosfett. Kokosfett? Ja. Das schmeckt nachher alles nach Kokosnuss? Nein, das ist ganz geschmacksneutrales Fett. Wie merkt man, dass das Öl oder das Fett 175 Grad heiß ist? Finger oder... Du darfst gerne probieren. Ich habe kürzlich daheim so etwas gemacht, wo das Öl eine gewisse Temperatur hätte müssen haben. Und ich habe einfach Handgelenk mal Pi und es ist nicht gegangen. Wie machen die das? Wir müssten eigentlich einen Thermometer haben, ja. Aber ich mache es auch mit einem Tröpfchen kaltem Wasser rein, dann sehe ich, ob es sprudelt. Okay. Das ist langjähriges Landfrauen-Erfahrungsgefühl. Wahrscheinlich schon. Ja. Was mich erstaunt hat, dass du zu den Äpfeln jetzt sagst, jetzt nehmen wir auch noch Zwetschgen. Ist das für die nicht gerne Äpfel haben, oder? Nein, aber es ist eben noch eine andere Komponente und das gibt dann Geschmacksexplosion. Genau. Und optisch sieht es wahrscheinlich auch noch schön, recht hübsch aus. Also fang du an. Danke, Bea. Der Kanton Thurgau. Nachher wechseln wir zu der Sonja, das Berner Oberland. Und ich weiss, im Berner Oberland, so richtig, dort wo Pässe kommen, wo Grimsel und Susten ist das Haslital. Und dort gibt es etwas vom Feinsten überhaupt. Kennen Sie den Haslikirchen? Also das heisst Haslikuchen, ja. Aber der Oberländer sieht Haslikirchen. So. Also, so sieht das aus. Etwas wunderbar Feines, wo ich schon fast finde, es ist Gotteslästerung, wenn man da etwas daran ändern. Ja? Was kommt normalerweise in einen Haslikuchen? Ja, sicher ist es ein Teig, der einfach mit Haselnüsse und Rahm und Zucker, ja, eigentlich ein einfaches Rezept. Und zu was für Gelegenheiten isst man den? Also, Iseltwald ist ja nicht direkt im Haslital, aber bei uns findet man den Haslikuchen auch an einem Käseteil oder an einem Frauenvereinsanlass oder im Sommerfest ist er immer auf dem Buffet. Irgendeine bringt sicher noch einen Haslikuchen. Genau, ja. Es hat die Tendenz, ein bisschen trocken zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, kann vielleicht schon sein. Jetzt, Nadia hat eine gute Idee gehabt. Wir haben noch besoffene Schoki, also beschwipste Schokolade, wie sie das nennen. Ja, das heisst? Mit dem Teig, den man selber macht, tun wir in die Förmchen und dann noch ein Schokibödeli machen unten rein. Und einfach auch, dass die Haselnussmasse ziemlich feucht ist. Ja. Sanfte Renovation am Haslikuchen. Das ist die Masse, das ist Haselnuss. Dann hast du Honig, der süß ist damit. Ein bisschen ja. Zimt. Genau. Und Baumnüsse kommen dann noch. Es gibt noch dazu ein Haselnuss-Crunch. Okay, so wie das Morgenmüsli. Richtig, etwas ja. Ähnliches. Rita Kaufmann aus dem Kanton Luzern. Ich habe das gar nicht gewusst, dass der Rosenkuchen eigentlich so eine Luzerner Spezialität ist. Gibt es überall, das ist ein Hefegebäck. Aber bei euch ist das etwas, was sehr traditionell ist. Ja, also ich hatte das als Kind schon. Bei uns in der Bäckerei hat es das schon gegeben. Mhm. Ja. Schnecken am Stück. Genau. Ja, einzelne Schnecken, die eigentlich ab zu einem grossen Kuchen sind. Dein Mise en place, erklär mir bitte gut schnell, was du da alles hast. Also wir haben es jetzt in dem Sinne so ein bisschen verändert, dass wir nicht mehr die Schnecken eigentlich haben, sondern dass es eine andere Form überkommt. Das sind Knöpfe. Und wir haben jetzt auch nicht geraffelte Äpfel, sondern wir tun eigentlich schiebeln. Es hat noch ein bisschen frische Feigen drin, ein bisschen Zimt. Es ist ein bisschen eine andere Haselnussfüllung. Und dazu gibt es eine Gewürzmilch, wo man dann eigentlich die Knöpfe dünkeln drin. Yes, was ist denn ein Gewürzmilch? Wo hast du das gefunden? Wer macht so etwas? Ist das... Also, nein, ich mache einfach auch gerne so verschiedene Milch. Ich tue zum Beispiel mit Joule-Datteln, das sind die grossen, süßen, saftigen Datteln. Sind die da? Genau, mit denen.
tue ich das sehr gerne süß und dann kommt eben so ein bisschen Zimt, man kann auch ein bisschen Vanille drin, also was man will, so Lust hat und das passt extrem gut, weil eben die Hefeschnecken ja auch recht mastig sind, oder? Um dann sich ein bisschen dünkeln, gibt es dann so die... Tönt fein. Ich habe das Gefühl, ich habe nach so einem Dessert schon gegessen und ich bräuchte keine Vorspeise und keinen Hauptgang. So, jetzt sind wir im Engadin. Und was der Hasli-Kuchen fürs Haslital ist, ist die Nusstorte für die Bündner und vor allem auch für die Engadinerinnen und die Engadiner. So sieht sie normalerweise aus. Und eigentlich darf man so etwas Feines, finde ich. Ich bin zu haben für Veränderungen, kein Problem. Ich bin auch experimentierfreudig, aber bis so gut. Lass mir die Nusstorte in Ruhe. Also, es gibt wirklich fast nichts Besseres als eine Bündner Nusstorte. Und dann kommt Nadia als Engadinerin und sagt, so, jetzt bringen wir da neuen Schwung rein. Als Engadiner dürfen wir eben. Dann sag, was machst du? Nein, es ist wirklich nicht viel anders. Und einfach ist noch ein bisschen mit den Nüssen gespielt worden, oder, in der Füllung. Und sonst, ja, kannst du noch... Du hast mit den Nüssen gespielt für die Füllung? Also sie! Was heisst das konkret? Verschiedene Nusssorten. Ja. Nein, es sind Pekannüsse mit Walnüssen. Okay. Also einfach verschiedene Sorten, nicht nur Walnüsse genommen. Genau. Und von der Dekoration, da ist noch etwas Rotes. Ja, sind auch ein bisschen beschwipste Blumen jetzt geworden. Das ist so eher spontan jetzt passiert. Ja. Was hast du dran? Ein bisschen Apfellikör und einfach mit Zucker Sirup gemacht und ein bisschen ziehen lassen. Aber es ist natürlich schon so, also die Nusstorte ist nicht gross verändert worden an sich. Sie sieht dann einfach ein bisschen anders serviert aber aus. es ist halt etwas, was einfach gut ist. Ich meine, das Dessert gestern, das war auch hochinnovativ, oder? Ja. Also da, der Baumstamm, den du noch gemacht hast, wenn Sie die Sendung gesehen haben, ist sehr eindrücklich. Ja, danke. Das, was ihr macht heute am Abend, liebe Landfrauen, das bewertet dann am Schluss eine Jury. Da gibt es einen Jurypreis. Und Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie können heute am Abend auch etwas gewinnen. Wo ist Nadia Damaso aufgewachsen? Beantwortet die Frage und gewinnt einen von 3 Migros-Gutscheinen im Wert von je 3000 Franken. Wenn ihr auf das Engadin tippt, wählt 0901 54 49 Endziffer 01. Wenn ihr glaubt, im Berner Oberland, wählt 0901 54 49 Endziffer 02. Für 80 Rappen pro Anruf oder gratis per Handy auf m.srf.ch Landfrauenküche. Viel Glück! Das ist auch. Ich finde, Meringue etwas vom Schwierigsten überhaupt zu machen. Ja. Hast du schon mal gemacht selber? Einmal, eben für Verzehn, ja. Das ist... Haben Sie selber schon mal Meringue gemacht? Meringue. Emmental gibt es ja ein bekanntes Restaurant und ein Hotel, das eigentlich von dem Eiweißzeug lebt, oder? Selber gemacht, sehr etwas Feines. Man kann stolz sein darauf, wenn es gelingt, und das darfst du, Christa. Hast du vorher schon viel Meringue gemacht? Ist das etwas, was eine Emmentaler Bäuerin muss können? Ich bin jetzt nicht unbedingt. Ich muss sagen, ich mache nicht so viel Meringue. Mach du Meringue? Nadja soll schnell erzählen, was man an der Meringue abändern kann, damit man dort ein bisschen Schwung reinbringt. Also am Staatsensee, wo ich Testen von der Landfrau probiert habe, habe ich das erste Mal in meinem Leben Meringue mit Nidle gegessen. Und ich habe es so fein gefunden, dass ich gefunden habe, an der Nidle und an der Meringue muss man eigentlich nichts verändern. Das soll genauso sein, wie es ist. Aber wir haben so ein bisschen drumherum noch ein bisschen gespielt. Eben, es kommt dann noch so ein Cashew-Kokosblüten-Karamell dazu. Dann gibt es noch eine rote Überraschung. Und dann noch etwas Knuspriges. Bist du zufrieden? Christa, kommt es gut? Es geht. Es ist ein bisschen zu dünn. Ich kann, ja. An Es was kann es liegen? ist ein bisschen zu warm. Das ist so, unter dem Scheinwerferlicht vielleicht. Plus noch die warmen Hände vor lauter Aufregung. Ja, also aber das- weißt schlussendlich, ich weiss, es kommt sicher gut. Ja, wie ist geschmacklich? Sind die sicher gut? Wie wichtig ist die Nidle für dich? Sehr wichtig. Also, ich habe gesehen, ich will den rechten Nidel und nicht das aus dem Beutel. Weil zur Meringue ist es sehr wichtig, echte Nidel. Richtig, absolut. Wir sind beim Biberfladen im Kanton Appenzell Innerrhoden aus Brülisau und der bleibt auch nicht so, wie er war. Der wird jetzt auch gerade malträtiert. Das ist das klassische Rezept, das du gemacht hast.
Das war ein Parfait und Biberfladen dazu. Ein Stückchen. Und jetzt hat man das einfach genommen und gemischt. Was hast du gemacht, Nadja? Also da habe ich natürlich meine appenzellerische Inspiration. Ich bin auch eine halbe Appenzellerin. Das auch noch. Und gerade erfahren, dass wir sogar auf gewisse, wir sind eigentlich verwandt. Also, Jetzt hör auf! Der Therese, der Grossvater, ist, glaube ich, Cousin vom Grossvater von meinem Grossvater. Ja, logisch. Genau. Ich habe sie noch kontrolliert. Das ist so weit draussen, da bin ich aber auch noch verwandt mit dir. Also, Genau, aber ja, ich meine, Biberfladen, mit dem bin ich auch aufgewachsen. Hat es immer gegeben beim Grossvater und Grossi. Rahmlikör, und das gibt so ein Tiramisu halbgefrorenes. das ist der Rahmlikör, der jetzt auf Fladen kommt. Ja. Und nachher, was hast du alles noch parat gemacht? Das sind auch wieder Nüsse. Fang an, fang du an, sag mal einfach das normale Eier. Und dann eben Ernie Nüsse, die sie auch alle wollen hat. Oh, was höre ich da? Hast du jetzt ein bisschen Mühe gemacht, dass ich ein bisschen anzupassen sie hat mir dann das Rezept geschickt und ich dachte, ja, wow, so komische Nüsse da, wo weiss ich, wo Pekannüsse, wo weiss ich, der Teufel, wo... Und dann habe ich gedacht, ja, sicher nicht aus dem Innerrhodischen. Ja. Habe ich gedacht, ich probiere es doch einfach mit Pommes. Ja. Habe ich das gemacht und dann habe ich sagen, ist halt schon ein bisschen feiner mit diesen Pekannüssen. Also habe ich die genommen. Aber ja, in der Zwischenzeit habe ich jetzt einen Baum gepflanzt bei uns oben. Ja. Und Das ist das möglich. Dann habe ich den selber. Wir freuen uns auf die ersten Nüsse von deinem Baum. So. Und wir kommen noch zu dir, Christa. Wir haben eine Aargauer Rüebli-Torte, auch der Klassiker. Wir sehen ihn hier. Gibt es, klar, im Kanton Aargau, überall, wenn du dort durchwanderst, irgendwann Ort musst du mindestens ein Stückchen Rüebli-Torte essen. Gibt es aber auch auf der ganzen Welt. Ich war schon in den USA, da gibt es auch Carrot Cake, meistens ein bisschen grössere Stücke als bei uns. Was hast du jetzt gedacht, wie man diese Rüebli-Torte noch verändern könnte? Eben auch da, also statt das klassische Stück, einfach in kleineren Förmchen, in runden Förmchen. Die werden dann in so einer Cashewcreme so halbseitig gedüngt und die kommen dann noch so in einen Pistazien-Cashew-Crunch. Aber auch dort, es ist natürlich, du hast jetzt gleich Zucker verbraucht, ich brauche persönlich keinen weißen Zucker in meinem Rezept. Aber Christa hat das natürlich ausprobiert und findet, weißer Zucker muss bei ihr sein. Und das finde ich auch gut, es gibt kein richtig und falsch, es muss für einen selber stimmen. Und eben die normalen Grundzutaten, die auch regionale Produkte sind verwendet worden, einfach drumherum. Ist noch ein bisschen... Ja, aber eben, so das lokale Kolorit ist für dich schon auch noch wichtig, oder? Also der weiße Zucker, das muss einheimischer Zucker sein. Ja, definitiv. Kaffee, Zitronen, Schoki, bei dir auch alles einheimisch? Oder? Das wächst eben in der Schweiz. Eben. Und Rüben. Das kann man so kombinieren. Völlig klar. Ihr habt euch gegenseitig. Man muss sich ja auch mal ein bisschen auseinandersetzen mit diesen Lebensmitteln, woher das kommen, und für sich nachher entscheiden, was das Beste ist. Vielleicht machst du nachher dann deinem Mann mal so einen sättigen Rüeblikuchen daheim. Wer weiß? Die Männer sind nämlich heute am Abend da. Grüezi miteinander. Hallo zusammen. So. Wenn Sie gestern die Sendung gesehen haben, dann mögen Sie sich an diesen jungen Mann erinnern, an Duri. Wie ist jetzt das mit dem Wild, das du nicht isst? Du bist ein Bündner, wo man auf die Jagd geht, und du hast nicht gern Wild. Bist du dir im Klaren gewesen, was du da im Fernsehen gesagt hast? Ja, auf jeden Fall bin ich. Ich esse kein Wild. Oder ich habe es nicht gern, besser gesagt. Ich probiere es. Selten, aber ich probiere es. Und auf die Jagd war auch nie eine Option für dich? Nein, Jagd war nie eine Option für mich. Da lässt Nina gehen? Ja, es langt, wenn einer von der Familie auf die Jagd geht. Weißt du, was ich mir überlegt habe bei eurer Sendung gestern? Ihr habt wahrscheinlich die ganze Sendung in einer Fremdsprache geredet. Normalerweise redet ihr rätoromanisch. Wie war das, miteinander mal auf Deutsch so zu karisieren? Ja, es ist schon komisch. Wir reden nur rätoromanisch daheim. Also, es ist schon eine Fremdsprache für uns. Ja. Ja. Bernu, das ist der Mann von der Christa aus dem Emmental. Wie hast du die Wochen erlebt, wo das Fernsehen bei euch daheim war und die Landfrauen am Schluss der Woche sind essen? Ja, es war eine schöne Woche. Intensiv. Also, man musste ein bisschen schauen, was wir noch machen. Und für uns war auch wichtig, dass wir das bauen, was wir schon machen. Und das haben wir eigentlich super durchziehen. Ja. Sepp, du hast deine Frau auch unterstützt. Wieso hast du gefunden, ja, mach mit Rita bei dieser Landfrauenküche?
Ja, weil sie gut kochen. Das erlebst du jeden Tag. Jetzt sind sie 2 Tage schon da. Wir haben ja das eine oder andere schon ein bisschen pröbeln müssen. Wie war das daheim gewesen? Wer hat geschaut für dich? Ich kann für mich selber schauen. Das ist genau die richtige Antwort. Die moderne Bauernfamilie funktioniert nicht anders als andere Familien auch. Schön sind ihr da heute Abend. Geniessen es. Vielleicht gibt es ja mal irgendeinen oder anderen, der aus der Küche rausgeht. Und dann könnt ihr das auch probieren. Und sonst einfach die Daumen drücken. Für alle Landfrauen am Schluss gewinnt 100%ig die richtige. Da hat es so einen Jurytisch. Da sind 3 Plätze noch frei. Und das sind die 3 Leute, die jetzt hierher kommen und die das probieren und am Schluss auch bewerten, wo unsere Landfrauen heute am Abend kochen. Wir lüften den Schleier für die erste Juryperson. Sie kommt aus Eck bei Einsiedeln. Sie ist die böseste und die stärkste Frau der Schweiz. Und sie ist 3-fache Schwingerkönigin. Sie hat aber nicht nur starke Muskeln, sondern auch Köpfchen und unterrichtet als Lehrerin. Es gibt offensichtlich kaum etwas, was sie nicht kann. Und da ist sie, Sonja Kählin. Elegant. So eine mehrfache Schwingerkönigin. Wenn die Jungs kommen, dann kommen sie so. Und töten erschüttern. Und jetzt kommt so eine elegante Frau. Ich meine, du könntest ja Eiskunstläuferin sein, aber sicher nicht Schwingerin. Wo holst du die Energie und die Kraft in deinem Sport? Ja, also für mich ist nicht nur Energie und Kraft wichtig im Schwingen, sondern vor allem auch Technik. Und für das brauche ich zum Glück nicht 120 Kilo auf der Rippe, sondern das lange 65. Du bist Hauswirtschaftslehrerin. Du bist wahrscheinlich eine brillante Köchin. Also bei der Hauswirtschaft werde ich vor allem von den Schülern bekocht. Und zwar in der letzten Lektion haben sie mich umbringen. Ich musste dann eine Thai-Suppe probieren. Ja. Und habe gerade so eine Chilischote verwünscht und hochroten Kopf und Schweißausbruch. Aber ja, sie haben also ihr Vorhaben nicht. Ist nicht gelungen. Und wie sieht es aus mit Süßigkeiten, du als Spitzensportlerin? Ich habe sehr gerne Süßes, vor allem eine Schwäche für Schoki. Und ich bin sehr gespannt, was die Landfrauen heute auftischen. Ich habe ja gesehen, wie sie jetzt die Grundrezepte haben und wie sie das aufpimpen wollen. Ich bin extrem gespannt, was da kommt. Sonja Kählin, nimm Platz, das ist dein Applaus. Danke vielmals. Unser erstes Mitglied von der Jury vom Landfrauen-Kochfinal 2016 für den Jurypreis. Das zweite Mitglied von unserer Jury ist ein komödiantisches Schwergewicht. Anders kann ich es eigentlich nicht sagen. Und ich würde sagen, 150% von Ihnen, die ihn jetzt gerade sehen, kennen den Mann. Auftritt, bitte, Bühne frei. Freut mich absolut wahnsinnig, dass ich in dieser Sendung sein darf. Weil, was mich ja fasziniert, ist die grossen kulturellen Unterschiede, die es gibt im Kochen zwischen Landfrauen und Stadtfrauen. Der grösste Unterschied ist ja, wenn Landfrauen kochen, dann kann man es auch essen. Bei den Stadtfrauen ist man ja manchmal froh, wenn man es behalten kann. Aber ich habe ja selber ein grosses Problem, oder? Ich muss ja eigentlich fast den ganzen Tag essen, dass ich mein Gewicht halten kann. Wobei, letztes Jahr habe ich gemeint, ich habe 1 Kilo abgenommen. Aber ich habe dann gesehen, das Zahnfleisch ist zurück. Aber man liest ja überall, gesund leben, gesund leben, gesund leben, oder? Aber ich sage mir, wenn du 100 Jahre rauchst und saufst, bist du auch 100. Gut, das war jetzt nur ein Spruch. Und, man muss ein bisschen aufpassen mit solchen Sprüchen. Oder? Es gibt ja Sprüche, die tönen ganz harmlos, haben aber ganz schlimme Auswirkungen. Oder? Früher hat man ja zu den Kindern gesagt, aufessen, dann gibt es morgen schönes Wetter. Und da haben wir jetzt davon dicke Kinder und Erderwärmung. Aber gesund leben habe ich mir wirklich, man kommt ja schlechtes Gewissen über. Darum habe ich auch meine Ernährung jetzt umgestellt. Ich mache jede Woche so einen Früchtetag. Da sind noch so ein paar Schokobananen. Und
haben wir auch einen Wok gekauft, oder? Habe ihn jetzt in die Tiefkühl da, oder? Weil ich jetzt auch von Nordic woken. Und weil eigentlich Vegetarier, oder, bin ich eben eigentlich schon, wenn man es richtig anschaut, oder? Ich bin eben indirekter Vegetarier. Weil alle meine Lebensmittel sind Vegetarier. Ja, Rind, Kalb, Schwein, oder? Und ich will mich also ja nicht jetzt über Vegetarier lustig machen, weil letztens ist mir etwas rausgerutscht und das ist mir peinlich bis heute. Oder? Ich habe eine Bekannte getroffen, die ist Vegetarierin und hat gerade ein Kind bekommen. Da habe ich gesagt, so, wie geht es am Sojasprössling? Nein, das ist so peinlich, oder? Also nein, ich hätte gerade im Kompost versinken. Aber nein, darum möchte ich Sie jetzt wirklich betonen, ich finde Vegetieren etwas Gutes. Mal die ganze Vegetation leuchtet mir ein. Nur eine kleine Frage darf man ja vielleicht schon stellen. Oder? Eine kleine Frage. Wenn wir Tierli nicht essen, warum sind sie denn aus Fleisch? Gut, da in der Natur schon nicht so viel überlegt. Allerdings, was mich ein bisschen am Fernsehen heute ein bisschen stört, dass wirklich praktisch jede Sendung gekocht wird. Es gibt praktisch keine Sendung mehr, die nicht gekocht wird. Ich warte jetzt noch, bis beim Wort zum Sonntag der Pfarrer auch noch ein Raclette-Töffel für ihn nimmt. Aber ich habe hier ein Lied, das auch am Rand mit Essen zu tun hat. Allerdings ein bisschen anders essen. Und da geht es so. Kebab, Hotdog, Hotdog, Kebab. Big Mac, Big Mac, am liebsten Foodie fast, am liebsten Foodie fast, am liebsten Foodie, 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 Foodie fast, am liebsten Foodie fast, am liebsten Foodie fast, am allerliebsten Foodie, Foodie fast. Aber am liebsten habe ich Schnitzel Pommes frites, Schnitzel Pommes frites, Schnitzel Pommes frites. Ja, am liebsten habe ich Schnitzel Pommes frites, Schnitzel Pommes frites, habe ich so gern. Manchmal denke ich, jetzt muss endlich etwas gehen. Ich hab genug und weiss nicht mehr weiter. Überall da lese ich, was du essen sollst. Und vegetarisch wäre ich viel gescheiter. Alle Zeitungen sind voller Ernährungstipps. Und eigentlich da weiss ich auch Bescheid. Ich würde so gern auf Gemüse umstellen, aber es geht nicht, es tut mir so leid. Weil ich hab keinen Steamer, so schmier ich viel mehr Gemüse. Ich hab keinen Steamer. Am liebsten Foodie fast, am liebsten Foodie fast, am liebsten Foodie fast, am liebsten Foodie fast. Und wenn ihr nie aussehen wie ich, dann fast ich nie fast, fast ich nie fast. Ja, ist ja wurscht. Peach Weber! Peach! So, bist du da? Dann musst du sagen, schön bin ich gekommen. Nein, ich bin auch gekommen, was geheißen hat, ihr könnt Dessert probieren. Habe ich gesagt, ja, Gage spielt keine Rolle. Ja, aber so etwas von sicher. Selber kochst du auch jemanden noch? Ja, ich koche sehr gern, aber egal was ich mache, es gibt Gulasch. Ja, und bei der Dessert? Bist du sicher der Traditionalist, oder? Ja, schon. Also ich habe nicht so gerne so originelle Sachen. Also ich muss dann schauen, wie ich da in der Jury zurechtkomme. Willst du mir die Gitarre geben? Die ist wie alt? Also der nicht. Jan ist so 40 Jahre, jetzt ist die immer dabei. Sicher nicht, nein, weil da etwas passiert. Ein Fachmann. Oder? Ja, 2027 ist er im Hallenstadion, der Peach, oder? Ja. Gefüllt. Und bis dann muss die noch haben, die Gitarre. Also gut, wir haben nachher noch die Zeit, noch ein bisschen zu plaudern. Gib die Gitarre... Genau, das ist eine super Idee. Der Marianne in die Hand, unsere Assistentin, und dich darf ich an Platz bitten. Nimm Platz auf der linken Seite. Peach Weber! Und jetzt fehlt noch eine oder eine. Ich glaube, wir nehmen gescheiter eine. Und eine, die rauskommt.
Wir machen seit 10 Jahren das Landfrauen kochen. Es ist eine Jubiläumssendung. Und vielleicht haben Sie die ein oder andere schon entdeckt, die Gewinnerinnen aus den vergangenen 9 Jahren Landfrauenküche im Schweizer Fernsehen, die sind alle heute am Abend da. Darf ich euch zu mir bitten? Kommt zu mir, alle Siegerinnen von der Landfrauenküche seit 2007. Alte Bekannte, grüezi miteinander. Mit alt habe ich natürlich nicht das Alter gemeint. Kann ich all nehmen noch? Esther, gell, aus dem Kanton Uri. Genau. Wie geht's dir heute? Wunderbar. Ja, wann hast du gewonnen? 2012, vor 4 Jahren. Ja. Dann haben wir Iris natürlich. Du bist die letztjährige Siegerin. Ja. Was hast du noch so mitgenommen vom letzten Jahr? Wie geht's dir, wenn du heute wieder in diesem Studio drin bist? Also ich bin heiser geworden nach dem Jahr. Schwarweg, ja. Nein, es ist schon noch eine rechte Herausforderung, was da auf einmal alles zukommt. Das glaube ich. Kann man nicht zum Voraus wissen. Ja, das kennt nur eine Miss Schweiz und eine Siegerin von der Landfrau. Annemarie, was hast du erlebt, seit du Siegerin warst? Wann war das? 2008. Okay. Ja, es ist viel gegangen und jedes Mal, wenn wieder eine Sendung angeht, dann kommt Diskussionen wieder und über die schöne Sendung und die feinen Kochrezepte. Mika, wie geht's dir? Die Siegerin aus der ersten Staffel 2007. Hörst du heute noch? Sie sind doch die aus dem Fernsehen. Ja, aus dem Fernsehen nicht, aber von Landfrauenküche. Sie kennen mich immer noch, ja. Okay, ihr seid da. Eine von euch darf jetzt dann in die Jury sitzen und probieren, was die diesjährigen Teilnehmerinnen Feins da machen an Dessert. Da in diesen Kugeln haben wir pro Kugel einen Namen. Und hier bist du eine schöne Andrea. Das ist die Tochter von... Gebt doch der Andrea schnell einen Applaus. Die Tochter von der Christa. Aus dem Emmental. Christa Kreienbühl aus dem Emmental. Schau, Andrea. Du darfst eine von diesen gut mischen. Nimmst die Farbe, die dir am besten gefällt. Gut. Danke vielmals. Ach, ist das lustig. Sie hat, ich weiss es, sie ist bis jetzt immer auf der Alp und erst gerade vor kurzem oben runtergekommen. In der Jury heute Abend Ruth Breitenmoser. So, Deli, also Ruth, du darfst. Komm. Wir gehen miteinander Platz nehmen. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Die Alp haben wir in den Winterschlaf tun und jetzt gehe ich in die Winterpension. Gut. Geh Platz nehmen. Zwischen Peach und der Sonja Kähli. Falls es Pattsituation sollte geben am Schluss und man jetzt sich vielleicht nicht einig ist, welches das beste Dessert war, dann, Ruth, hast du das Veto. Ha? Du darfst am Schluss dann sagen, ich finde, das Dessert von dieser und dieser Frau ist das Beste gewesen. Alles klar? Ja, das ist eine grosse Verantwortung, die du hast. Wir sind wieder beim Rüeblikuchen. Mhm. Ja, ich probiere gerade den Crunch zu machen. Ja. Wie weit bist du bei diesem Crunch? Was heisst probieren? Es kommt gut. Ich brauche noch ein bisschen Zeit, aber es klebt gerade ein bisschen. Wo hast du das im Backofen gemacht? Ja. Und was ist das, was klebt? Der Ahornsirup. Willst du noch probieren? Ja. Das Müsli. Ist gut. Das ist sehr fein. Zum Morgen in einem Joghurt könnte ich mir das gut vorstellen. Wenn Sie das Gefühl haben, ich möchte gerne mal so etwas nachmachen, dann können Sie das Rezept jederzeit nachschlagen bei uns auf der Webseite. Rita? Was ist da? Das ist schon dies. Ah, das ist schon dies? Aha. Und gibt am Schluss? Okay. Wo hast du dein Zeug? Ich fange jetzt eben gerade an mit Dekorieren. Gut. Ist eben Lang darum ein bisschen... Ja, das ist gut. Und du bist die jetzt anfängt.
Ist ein bisschen Christa. Startlöcher, ja, Jawohl. genau. Du kannst natürlich weitermachen, gell? Ich will dich jetzt nicht aufhalten. Es gibt dann irgendwann einen Countdown und wenn der Countdown kommt, dann geht es noch 1 Minute und dann wird nach dieser Minute sofort serviert, Ja. probiert und dann schaut die Jury, ob das etwas war. Gut, Merenke, Bötli mit einer farbigen Überraschung und anständigen Niedeln. Genau. Gut? Und ich muss jetzt heute organisieren. Ja, bisschen gut, mach. Ja, ist gut. Nicht Nein, ich nehme nicht. Aber Himbeere, die sind ja jetzt durch, oder? Soll man eigentlich so schöne, obwohl sie so schön sind, Beeren das ganze Jahr essen? Was hast du da für einen Bezug zu so Sachen, zu saisonalen Sachen? Also gefrorene Beeren brauche ich sehr gerne. Vor allem so zum Morgen auf ein Porridge oder so brauche ich sehr gerne. Eben, wie du vorher gesagt hast, Kaffee und Jockey wächst auch nicht in der Schweiz. Ich glaube, dort muss man einfach so ein gesundes Mittelmaß finden. Und, ja. Himbeere in dieser Zeit nehmen, wenn sie gewachsen sind und nachher einfrieren, wenn man selber hat. Es ist 10-jähriges Landfrauenfinale. Ja, aber die jetzt aufgekochten sind auch gefrorene. Gut, da wird es langsam so sein, dass wir dann servieren müssen. Wo bist du, Nina? Ich habe jetzt karamellisiert, Zucker und jetzt tue ich noch Wasser rein. Ist das etwas Heikles, Karamell machen? Ja, man muss einfach schauen, dass es nicht bitter wird. Und wann wird es bitter? Ja, eben wenn es so dunkel ist wie jetzt. Kannst du das probieren? Nein, da verbrennst du ja Nein. alles, oder? Das nicht. erfahrt man erst am Schluss, ob es glückt ist oder nicht. Meinst du, das ist jetzt in die Hose? Ja. Nadja, komm schnell. Was auf die meinst warten. du? Ja, nein, überhaupt nicht. Nein, es geht schon. Wir tun ein bisschen Rahm Das drin. ist ein Engadiner Karamell, der ist ein schickales Fitsch-Fitsch-Bund. Versteht ihr euch? Redet ihr den gleichen rätoromanischen Dialekt? Einer ist gut Lavada, einer ist gut Butter. Butter und Valader, das sind zwei von diesen verschiedenen Idiomen. Wie viel gibt es? Ich glaube 6. Ja, das ist etwa 6. Ja, meinte ich. He? Aber das sind die sich eigentlich am besten verstehen, oder? Ja. Valader und Butter. Ja, Ober- und Unterengadiner. Habe ich Lavada gesagt? Lavada. Habe ich ja falsch gesagt, ja. Komm, wir gehen da durch. Entschuldigung. Wir sind bei der Rita. Ja, ich mache jetzt gerade hier die Die Milch. Gewürzmilch. Genau. Also, das nimmt mich ja jetzt Wunder. Das ist Vollmilch. Genau. Ja. Und das tue ich jetzt in das Mixerglas rein. Ich habe hier die Datteln schon mal geschnitten. Trinkt ihr so UHT, so Milch? Habt ihr das auch? Oder ist es immer Vollmilch, die ihr daheim im Kühlschrank habt? Wir haben Hoheli-Milch, sagen wir dem. Das ist eine Übernahme von unserem Nachbarn, wo wir natürlich immer frische Milch holen können. Da kommt noch ein bisschen Salz rein, ein bisschen Zimt. Dann auch ein bisschen von dieser Vanillepaste. Und noch Haselnussmus. Und dann wird das gemixt. Und dann wird es zum Dessert serviert. Das Ein ist bisschen klebrige Vanillepaste, Sache, das gell? habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Nadja! Was ist Vanillepaste? Vanillepaste. Die ist sogar mit echtem Zucker. Ja, was? Aber was Nein, ist das? Ein Sirup? Oder? Ja, es ist eigentlich wie aus der Bourbon Vanilleschote die Samen rausgekratzt und dann wird das eben verdickt mit ein bisschen Wasser und Zucker eingekocht und das ist dann Vanillepaste. Und, ja. Also relativ dick. Ja, aber es hat einen halt sehr intensiven Geschmack und ist auch fein. Also, wir haben jetzt gerade etwas gesehen, wo ja, vielleicht, wir hoffen es nicht, nein, das ist sicher Glück. Lustigerweise, dieses Jahr bei euch, bei all diesen Sendungen, ist wenig in die Hose. Alles hat irgendwie geklappt. Meinen ihr? Wir haben schon das eine oder andere gefunden, wo lustig ist, wo vielleicht nicht so geklappt hat, wie man es sich angedenkt hat, und haben all diese kleinen Penneli in eine Reihe geschnitten. Bitte sehr. Ja, den Pfefferminz habe ich auch in der... Entschuldigung. Sabe. Ich glaube, er geht. Und, aber etwas Wein. Das ist nicht so gewusst. Sag's dort, es ist... Ich weiß es auch nicht. Ich kann nicht. Die Urkütze lässt nicht gehen. Am Schluss kommt noch ein Schuss Calvados dazu. So sind wir startklar. Das kommt nicht.
ob es jetzt schief ist oder nein. Ein kleines Stückchen Käse. Edelweiss. Und das Edelweiss neben dem Söppli. Nein, das ist ein Zeichen. Also, nochmal. Nicht Enzian, ein Edelweiss. Ja, das ist... Jetzt brauche ich glaube ich keinen Schnaps. Das ist gut, das ist wie bei der Abschlussprüfung. Das schaffst du. Oh, wir haben es geschafft, das ist ganz gern. Aber jetzt trinken wir eins. Das haben wir aber verdient. Oh, Bea. Grazie. Super. Ja. Bravo, Sina. Wow. Klar. Wenn sie rausnehmen, wer sie hätte, weiss es nicht. Dann greif mit dem Pinsel da rein. Und dann tust du sie sofort wieder. Der Rüssli, ja, der war noch gut. Der war gut. Ich kann nicht mehr sagen. Ich sag's so wie, wenn ich bin ich ganz ruhig. Imex. Völlig ruhig. So sind unsere Landfrauen. Und nicht nur in dieser Staffel 2016, sondern seit 10 Jahren. Und wir haben einen unglaublichen Rücklauf an positiven Meldungen. Jedes Jahr ganz viele Fans. Und die Fangemeinschaft für die Landfrauenküche wird von Jahr zu Jahr immer noch grösser. Und darum haben wir einen Aufruf gemacht in den sozialen Medien und im Internet auf unserer Website und gesagt, meldet euch und sagt uns doch, warum sind ihr ein so grosser Fan von der Landfrauenküche von Schweizer Radio und Fernsehen. Und ganz viele Menschen haben sich gemeldet. Und 4 sitzen heute am Abend da. Das ist zum Beispiel der kleinste, grösste Fan überhaupt. Sali Felicia, wie geht's dir? Gut. Woher bist du? Von Hofteren. Von Hofteren, Kanton Luzern. Luzern. In die wievielte Klasse gehst du? In 2. Sek. Okay, in die 2. Oberstufe und wirst Köchin oder Bauernfrau? Nein. Was fasziniert dich denn so an dieser Landfrauenküche? Was gefällt dir so? Warum schaust du das gerne? Ja, sie dekorieren immer so schön. Und es schmeckt, glaube ich, auch fein. Weißt du, was das Schöne ist? Du sitzt so nah an der Küche. Ich frage nachher die Landfrauen, ob sie neben der Jury vielleicht auch noch einen Teller für diesen Tisch machen würden. Ist das okay? Dann kannst du mal probieren, was die Landfrauen machen. Schön bist du da, Felicia. Danke. Gut. Dann haben wir jetzt Mami, Dora ist da. Und das ist der kleinste und das ist der grösste Fan. Hans-Peter, willst du schnell aufstehen? Einfach nur, dass wir den Beweis haben. Gerne. Du darfst absitzen. Da. Der Hans-Peter Losi aus Huttwil im Kanton Bern. Ja, seit wann bist du dabei bei der Landfrauenküche? Ja, ich schaue von Anfang an, ja. Und vom warum? 07. Einfach weil, also ich koche selber auch gerne und aber so das heimatliche, bodenständige ist einfach noch Heimat, ja. Und Tipps holen fürs Kochen. Ich schaue es einfach gerne. Ja. Jetzt sind wir schon da. Ich hätte noch einen anderen Vorschlag, weil ihr so grosse Fans seid. 10 Jahre Landfrauenküche. Wir feiern am 14. Januar in der grossen Bodensee-Arena zu Kreuzlingen eine riesengroße Landfrauenküche-Show mit allen Gewinnerinnen von jeder Staffel. Alle sind da. Wenn ihr Lust habt, 2. Oberstufe, ich meine, hey, du bist ja schon fast erwachsen. Da kannst du selber, musst gar nicht fragen, da kannst du selber entscheiden. Sind ihr im Publikum, ist das okay? Ja, okay. Könnt ihr noch jemanden mitnehmen? Vielleicht kommen wir wieder in dieser Konstellation am 14. Januar. Und wenn Sie dabei sein wollen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, melden Sie sich. Es gibt gratis Ticket. Die Adresse, wo Sie sich melden können, ist jetzt eingeblendet. Schön sind ihr da, grüßt Abend. Unsere Superfans. Sonja, wie lieb bist du? Ja, jetzt habe ich die Haselnuss. Er hat Verspätung. Ja, gut, die Nüssli haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Ja. Er hat Verspätung. Aber jetzt muss ich den Jockey noch aufwärmen und dann kann ich den
Küchli aus dem Ofen nehmen. Ist es dir glückt alles? Ja, das sehen wir dann. Mit dem Teig, wir sind so, weißt, das ist ein bisschen anders als daheim, oder? Der Ja, Kochen. klar, ja. Ja, es ist schon ungewohnt, sehr, ja. Wie viel brauchst du eigentlich deinen gelernten Beruf? Du bist Metzgerin, oder? Gelernte? Ja, genau, ich habe Fleischverarbeitung gelernt. Und wie häufig brauchst du den Beruf noch heute? Ja, halt schon mehr jetzt so ein bisschen für Hausgebrauch. Also da ja, tue ich mehr daheim anwenden, mein Wissen. Aber gehen arbeiten... Aber ausnehmen oder so tust du nicht mehr daheim? Nein, ja. So Hälften Nein, einfach, so aufhängen und... Nein, das machst du nicht. Aber was mir aufgefallen ist, vielleicht Ihnen auch, es hat noch nie eine Landfrau ein so schönes Messer gewetzt wie du. Schlag, 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 schlag. Ja, das sollte man schon können. Ja, ja, natürlich. Beatrice, wo sind wir bei dir? Ich habe jetzt gerade die Vanillesauce fertig gemacht. Ich muss sie nachher nur noch aufwärmen, wenn es so weit ist. Mit ein bisschen Mandel, gell? Mandelcreme richtig, ja. und Vanillepaste. Und da habe ich meinen Sud mit der Zwetschge, wo ich noch ein bisschen einkochen muss, dass die Sauce dann schön zum Dekorieren kann drauf getröpfelt werden. Denn das ist noch gar nicht... Das mache ich erst um 5 vor halb, weil sonst... Dass du weißt, wenn du dran kommst, dass die Äpfelküchlein dann nachher nicht gummig sind. Genau. Also gut. Wie sieht es aus, Nadia, da mit dem ersten Dessert von der Christa? Ja, ich glaube, Christa ist ready. Wir werden es sagen, ja. Geben wir dir noch eine Minute? Ja. Sollte jemand gehen, dann kannst du mir helfen mit dem Karamell. Soll dir helfen mit dem Karamell? Also los. Gut. Zur Erinnerung, das Anfangsdessert sind einfach Meringue mit Rahm. Aber bitte mit Sahne. Das ist das Motto von der Christa Krähenbühl. Das passt genau. Super. Aus dem Emmental. Anständige Niedeln. Eine Karamellsauce oben drauf. Und ein bisschen Crunch. Also ich muss schon sagen, es sieht hammerlecker aus. Aha. Hammerlecker. Wo gehst du jetzt her? Du hast Schnittlauch vergessen, oder? Ja, so in dem Sinn. Was ist das? Gefrorene Himbeere. Service, die Minute ist durch. Es hat geklappt. Im Service sind das Studenten von der Hotelfachschule Belvoir Park in Zürich. Ja, Peach. Ja, wie du willst, du. Wie daheim. Ein guter Miteinander. Danke. Christa, sag doch noch eins, was ihr genau esst. Okay. Das sind Merengebötchen mit rechter Niedel, umhüllt von einem Karamellschleier. Mit einer roten Überraschung. Genau. Dürfen wir Merengue mit Messer und Gabeln essen? Das ist immer so eine Frage. Sonja. Ich habe gelernt, nur mit dem Löffel oder mit dem Gabel. Ja. Aber du, Stückchen auch. Also. Fühl dich frei. Danke. Wir lassen euch mal ein Löffel probieren, dass ihr von allem mal etwas gehabt habt. Ich vernehme schon ein vom Peach. Du schaust viele Kochsendungen, merke ich, weil das macht man. Ja, nein. Und ich möchte ja gerade sagen, sie hat gewonnen. Warte noch. Sonja, sag, bevor du die nächste Gabel ins Mund tust. Es ist herrlich. Vor allem das Karamell, das man so rausschmeckt im Merengue, ist wirklich ganz, ganz fein. Von den Niedeln, vom Rahm, merkt man, dass es wirklich ein anderer Rahm ist als einer aus der Tüte. Also es ist sicher Vollrahm, das merkt man. Also so mit Halbrahm ist es eigentlich nicht so, so mundig. Sehr fein. Ruth, als Jurypräsidentin hast du in dieser ersten Runde das letzte Wort. Also die Kombination ist himmlisch, also irrsinnig. Ich muss sagen, von der Mering ist jetzt ein bisschen böse gesagt, da merkt man nicht mehr viel, aber es ist irrsinnig gut und fein. Es ist irrsinnig, wirklich himmlisch. Das ist dein Applaus, also, das ist dein Applaus, Christa. Ja? Was noch dazu hat,
Ja, mit dem Thymian. Muss ich sagen. Wir haben noch etwas vergessen. Etwas Wichtiges, scheinbar. Was ist noch dazu? Im Nusscrumble und auch in der Himbeere, die in Merengen ist, haben wir noch Zitronen-Thymian drin. Das spürt man Das ist vielleicht das Grüne, raus. hä? Himbeere. Danke der Jury. Ja, Es geht. ja, ist gut. Essen fertig, es geht gerade weiter. Danke Christa, du bist nervös. Hast du den vierten Teller? Ich bringe den nachher da schnell. Oh nein, Ja. etwa 3, oder? Ich bringe den schnell da zu den Superfans über noch mehr Enkel, dass die auch etwas zu probieren haben. Das war also nicht nur versprochen. So. Ein Löffel. Ich da Felicia. Ich gebe es jetzt mal das erste Mal der Felicia. Ja? Ich könnte ja dann abwechseln. Das sind Löffel. Gute. Und Rita Kaufmann ist jetzt... Nein, die steht. Entschuldigung. Theresia, bei dir sind wir. Theresia Hollenstein aus dem Appenzellerland, aus Brülisau. Das Ausgangsrezept war so ein Parfait mit Piperfladen. Und jetzt gibt es ein Piperfladen-Tiramisu. Halbgefroren. Halbgefroren. Hat es nicht gelangt für ganz? Nein, eben nicht. Die letzte Minute läuft. Nein, ja, das ist gut. Wir sind ja noch fit. Sind die Nein, Krise sind die Krise jetzt noch eingelegt worden? Jöttis? Nein, die sind nicht eingelegt, die habe ich gerade geköchelt. Und wo ist der Schnaps? Ja, da, Auf dem Bödeli, hä? der Schnaps ist auf dem Bödeli. 40 Sekunden. Wunderschöne Teller. Also, Ja, es sind schöne sind Teller. wirklich- Also sind wunderbar wirklich schön. Also Teller sind wunderbar. was wäre das drauf, meine ich, das? Kombination. Pekannüsse, gell? Hast du Das richtig nicht. gesagt? Ist gut, kannst Bist du fertig? Ja. Okay, Service, Abbruch vom Countdown. Die ist schon durch. Ja, das ist fürs Publikum. Ja, Theresia. Danke. Alexei. Danke. Gut gemacht, gut gemacht, gut Ich lebe noch. Ja, natürlich lebst du noch. Müssen wir raten? Was willst du raten? Anfangen dürfen wir. Was es ist? Nein, eben, sagst du, was es ist? Oder? Aha, ja, natürlich. Ja. Du es noch einmal schnell Hast du sagen. es jetzt schon gesagt? Doch, aber Nina, der Peach sagst war du. noch mit der Meringue beschäftigt gewesen vorher. Ja, der Löffel noch abschlecken von vorhin. Theresia. Nina und, sagt's. genau. Und Nadja tun es zusammen, Nadia tun meine ich, sie ja, jetzt zusammen natürlich. formulieren, was es ist. Also, Appenzeller Biber, oder? Ja, mit Der beste, Romligöl. gibt's jetzt ab- Genau, mit Lass sie jetzt noch Romligöl. reden. Ja. Sagt mal auch alle. Und dann obendran hat es dann Mascarpone. Ein bisschen, also es ist so wie ein Tiramisu halbgefrorenes. Und dann eben noch der Pecan Crunch, der dann ein bisschen besser war wie der Walnuss Crunch. oder? Genau, ja. Ein bisschen feiner war. Das Ja. ist der Twist an dieser ganzen Geschichte. Die Jury lassen wir probieren. Peach Weber, der Breitenmoser und Sonja Kevin. Amtierende Schwingerkönigin, also Sonja. Bist du gut, Peach? Was hast du gemeint? Der Biber ist da unten. Ja. Es ist aber kein Fleisch, ist kein Biber. Nein, aber einfach geraffelt. Nein. Das ist nicht geraffelt. Tränkt. Ja, ein bisschen runtergraben. Der Biber, das Tier, das ist, der Das meinst du, nicht der von kann mir. raffeln? Nein, ist Biberli, aber also... Ja. Also ist halt ein nachgefüllter Biber. Es ist nicht ein... Ja, das habe ich sofort gemerkt. Aha, gut. Im Biberli oder im gefüllten Biber hat es dann die Mandelfüllung drin. So, oder? Bei euch? Im Biberfladen Im eben Biberfladen nicht. und der Biberfladen nicht. So ist es. Biberfladen nicht. Und Das ist ich der habe Unterschied. Biberfladen Biberfladen genommen. oder Biber? Das eine ist Biber, das andere ist Biberfladen. Schon. Gehst, Welchen Weg? vielleicht- Nicht. Ja, am besten fragst du nicht, wie du rauskommt.
Ruth, wie ist es? Also, wir haben schon einen schweren Stand, das muss ich sagen. Gell? Es ist einfach auch irrsinnig gut, ja. Mich nimmt es Wunder, wie die Nüsse sind. Die sind gut. Ich habe gerne Nüsse und ich habe alle Nüsse einfach wirklich gerne, ja. Ja. Und, du sagst, hat in den 90er, 50er Ramli gehört? Mhm. Den Kaffee haben wir bei uns auf der Alpub und das ist mein Lieblingskaffee. Also muss ja ein guter Dessert sein. Sonja, wie sieht es bei dir aus? Sehr fein, es ist so knusprig, wie heisst das oben drauf? Das Crunchy, Crumble. ja. Sehr fein zu essen. Es ist spannend, weil es noch eine kühle Komponente drin hat. Das macht das Ganze wirklich so eine Explosion im Mund. Der Peach ist schon fast fertig, nur noch Fragen vorher. Nein, ich schließe mich an, weil das ist wirklich eine gute Kombination. Da nehme ich an, sind Krise, die draufgeht sind. Ja. Krise, oder? Ja, so Krise. Ich finde es eine super Kombination. Also eben, so Zeugs da, so Kröspelzeug habe ich auch eher zum Morgen. Aber die ganze Kombination ist wirklich sehr fein. Brauchst du eher Ordnung auf dem Teller oder hast du gerne so ein Puff? Wie jetzt ihr da? So. Ein Puff, also ich habe nicht gerne eigentlich Kunst, oder? Ja. Also ich habe lieber etwas Gutes, oder? Es gibt ja die nicht so gut kochen, die machen ja noch so ein Kunstwerk drumherum. Aber ich schaue immer, ob es gut ist oder nicht. Das eine schließt das andere nicht aus. Und wir haben hoffentlich heute Abend die besten Kombinationen von Kunst und kulinarischem Wahnsinn. Das ist das, was du gemacht hast. Theresia, schau mal. Nur glückliche Gesichter. Ha? Gut. Und der vierte Teller noch. Hast du einen vierten Teller gemacht? Ja, der hat. Ja, also den haben sie schon gebracht wahrscheinlich. Gut, ich hätte jetzt sehr gerne schnell ins Publikum gebracht. Und wir sind im Kanton Aargau. Sie erinnern sich, die Rüebli-Torte, der Klassiker im Aargau, weil es einfach viel Rüebli hat. Und warum ist eine Rüebli-Torte eigentlich? Ich sehe, du bist fertig. Du fährst jetzt nur noch so ein bisschen anfangen. Genau, ja, das, was der Peach ein bisschen komisch findet. Warum trocknet, oder warum ist eine Rüebli-Torte am 2. oder 3. Tag besser als am 1.? Die Rüebli-Torte, die macht es eigentlich aus. Du mir die Frage nachher beantworten, weil der Countdown läuft. Also gut. Ja. Jetzt geht es ums Anrichten. Was ist das? Granatöpfel? Ja. Granatöpfel? Granatöpfelkerne. Wir können den Countdown da auch wieder abbrechen, weil Christa ist fertig. Service! Bestens in der Zeit. Alles perfekt gegangen. Das ist eine Rüebli-Torte aus der Heimat von mir. Ja, schau an. Also ich bin jetzt ein bisschen verschrocken. Aber ich lasse mich gerne noch überraschen. Warum bist du verschrocken? Ja, es sieht ein bisschen explodiert aus. Und ein bisschen aggressiv. So ein bisschen eine Rüebli-Torte, die über einen Waldboden gezogen worden ist. Hast du gesagt? Habe ich gesagt, ja, ich finde es auch. Aber mir gefällt so Sachen extrem. Und ich darf es erst am Schluss dann nachher noch probieren, was Reste hat. Ihr seid die Jury. Das da, was jetzt da bewertet wird, das hat keinen Einfluss auf den Sieg von der Landfrauenküche 2016. Das ist so ein spezieller Wettbewerb, den wir einfach heute Abend machen. Für einen Jurypreis. Da gibt es nachher noch einen Gutschein zu gewinnen für ein Haushaltsgerät im Wert von über 2'500 Franken. Peach, wir fangen jetzt mit dir an. Du kannst dich schon mal darauf einstellen. Ein Aargauer mit einer Rüebli-Torte. Der Peach, oder? Wie viele Rüebli-Torte hast du schon gegessen im Leben? Ja, ich habe die sehr gern, oder? Also einfach nur, wenn sie feucht sind, wenn sie trocken sind, nicht mehr. Und es ist sehr schwierig, eine gute zu machen, obwohl es sehr einfach ist. Ich muss sagen, also wenn ich jetzt hätte müssen raten, wäre ich nicht gerade auf Rüebli-Torte gekommen, mehr auf Hamburger mit Rüebli.
oder so und Kapernsoße, aber es ist fein, es ist jetzt für mich ein bisschen, ja, ich würde vielleicht zu ihr noch mal essen, wenn Nadia nicht reingeredet hat. Ich will das gleich noch schnell beantwortet haben. Warum ist eine Rüebli-Torte am 2., 3. Tag besser als am 1.? Weil die Rüebli zur Geltung kommen, die ziehen dann noch ein bisschen Feuchtigkeit nach. Siehst du es? Ist die gut. Haben wir wieder etwas gelernt. Ja. Ruth, die Rüebli-Torte einmal anders. Die ist wirklich ganz anders. Ich liebe eigentlich Rüebli-Torte, ich habe es sehr, sehr gern. Und die Kombination, die ist gut. Ist gut. Danke vielmals. Ui. Sonja, ist eine harte Jury, gell? Ja, merke ich. Sonja. Es ist fein. Ich hätte jetzt eher gedacht, das wäre eine Zitronentorte als Rüebli-Torte, wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, was es ist. Also, der Zitronengeschmack ist am ersten Tag stärker als der Rüebli-Geschmack. Also ich nehme gerne morgen noch mal ein Löffel und schauen wir morgen noch mal weiter. Danke vielmals der Jury. Das war das 3. Dessert. Oh, es ist durch. Du kannst es jetzt einfach noch geniessen. Und wer weiß, auch Christa hat alle Chancen der Welt, noch die Landfrauenküche 2016 zu gewinnen. Wir machen uns jetzt parat für die erste musikalische Überraschung. Und es ist ein Chorprojekt von Männern, die etwas auf die Beine gestellt haben, was es so in der Schweiz eigentlich noch gar nie gegeben hat. Und die putzen im Moment sämtliche Charts durch. Es geht ein richtiges Erdbeben durch die Schweizer Musikszene. Heute Abend sind sie da. Der Song, den sie singen, heisst «Ich hatte mal ein Mädchen gehabt». Das sind Schluneckers «Heimweh». Das Erzhotel, Hotel. Wir sitzen sie mit dem Töffli, mit dem Flugstuhl um die Welt. Wir haben Pescaffe getrunken, mit ihm trinkst du Wein. So ändern sich die Zeiten, ich bin ja selber nicht mehr gleich. Denn mit mir schaust du zurück und mit ihm schaust voraus. Von mir hast du das Wünsche und von ihm hast du den Kuss. Ich war dein Freund, doch er ist dein Mann. Er hat dich zur Frau, ja dich als Mädchen gehabt. Er hat dich zur Frau, ja dich als Mädchen gehabt. Ihn hast den Eltern vorgestellt, wir haben heimlich das geraucht. Bei mir hast du gehofft, doch an ihn hast du geglaubt. Jetzt habe ich vernommen, dir geheiratet, du Kind. Ich habe dir ein Kettchen geschenkt, doch er dir einen Ring. Denn mit mir schaust du zurück und mit ihm schaust voraus. Von mir hast du das Münchi und von ihm hast du den Kuss. Ich war dein Freund, doch er ist dein Mann. Er hat dich zur Frau, ja dich als Mädchen gehabt. Er hat dich zur Frau, ja dich als Mädchen gehabt. So ändern sich die Zeiten, ich bin ja selber nicht mehr gleich. Doch manchmal frage ich mich, wie es heute mit uns könnte sein. Denn mit mir schaust du zurück und mit ihm schaust voraus. Von mir hast du das Wünsche und von ihm hast du den Kuss. Ich war dein Freund, doch er ist dein Mann. Er hat dich zur Frau, ja dich als Mädchen gehabt. Er hat dich zur Frau, ja dich als Mädchen gehabt. Als Mädchen gehabt. Schluneckers Heimweh. So haben wir es abgemacht.
Er geht das Stegeli runter, ich gehe das Stegeli rauf. Und das ist der Schlunecker, das ist der Georg Schlunecker zusammen mit seinen Mann. Das Projekt, das ist so eine Idee von dir. Du produzierst normalerweise Songs von ganz vielen Schweizer Künstlerinnen und Künstlern. Du bist normalerweise hinter dem Instrument, hinter dem Mischpult und jetzt selber auf der Bühne. Was ist da passiert? Wer hat dir das eingeredet, dass du das machen musst? Eigentlich war das schon lange ein Traum von mir, das mal zu machen, weil ich finde, so ein bisschen Chorgesang in der Schweiz und in der Popmusik von der Schweiz hat es schon lange nicht mehr gegeben, oder eigentlich noch nie so gegeben. Und so ist die Idee entstanden. Jetzt, was sind es für Männer, die du da dabei hast? Das sind ganz unterschiedliche Männer, von jung bis alt, obwohl man sie ihnen nicht ansieht. Aus allen Kantonen, also wir sind aus 8 Kantonen in der Schweiz, sind es insgesamt 11 Mann. Und die sind ja total überrannt worden. Ich habe so aus Musikerkreisen gehört, du hast am Tag, wo die CD rausgekommen ist und das erste Mal öffentlich auftreten sind, hast allen im Bekanntenkreis angerufen, sie müssen helfen, CDs verschicken. Wie viel haben ihr mittlerweile verkauft? Jetzt haben wir Gold gemacht, also sind über 10'000 CDs weg. Und ja, das war so. Wir haben also wirklich Familie, Freunde aus dem Chor, sie helfen einpacken. Schluneckers haben wir ganz viel Erfolg. Ihr geht auch auf Tournee. Euch kann man irgendeinem Ort auch in der Nähe, wo sie gerade sind, als Konzerte mal schauen, bestaunen und Freude haben an euch. Schluneckers haben wir. Danke vielmals, Herren. Schönen Abend. Wenn Sie noch nicht mitgemacht haben, dann machen Sie doch jetzt mit bei unserem Wettbewerb. Die Wettbewerbsfrage ist eigentlich ganz einfach. Woher kommt denn unsere Nadia Damaso? Ist sie aus dem Engadin? Dann wählen Sie die Nummer 0901 54 49 01 oder ein 02 hinten dran, wenn Sie das Gefühl haben, Sie sind aus dem Emmental. Ja? Mitmachen und vielleicht gewinnen Sie einen von 3 Mikrogutscheinen im Wert von 3000 Franken. Wie sieht es aus im Bündnerland, Danina? Ja, nicht schlecht. Also, komm mal schauen. Okay, komm, ich lade dich noch schnell einen Moment. Ja. Wenn Sie nämlich eine Landfrau sind und das Gefühl haben, Sie können das auch, so wie das Nina macht und ihre Kolleginnen. Und sie sagen, befähigt mitzumachen bei der Landfrauenküche. Wir brauchen wieder Bäuerinnen, Landfrauen, die mitmachen nächstes Jahr bei der Landfrauenküche 2017. Ja. 6-mal bei einer Landfrau zu Besuch, zu einem lustigen Apero und einem feinen Znacht. Und einmal selber Gastgeberin sein. Für das nächste Jahr suchen wir wieder spannende und kochbegeisterte Landfrauen aus der ganzen Schweiz. Informieren und anmelden kann man sich bei uns unter srf.ch Landfrauenküche. Wir freuen uns auf euch. Die erste Tranche, danke vielmals, Marianne, unsere Assistentin, Marianne. Die erste Tranche der Frauen ist durch. Ihr 3 habt euer Dessert schon hinter euch, ihr könnt entspannen. Eine von euch bekommt jetzt gerade die Chance, so in die Top 3 reinzukommen, eine Runde weiterzukommen und die Landfrauenküche 2016 zu gewinnen. Und weiter im Finale sozusagen vom Final ist das Emmental, Christa Kreibrühl. Wem hat der Kuss geholfen? Meine Kinder. Deine 5 herzigen, schönen Kinder. Ich muss dir also schon noch sagen, meine Mutter hat mir angerufen nach deiner Folge und hat gesagt, ich habe Augenwasser, ich komme aus dem Emmental. Ich habe Augenwasser wegen diesen Mädchen in dieser Tracht. Ja. Und die anderen haben, glaube ich, geklatscht wegen Matthias, der verloren hat im Schwingfest. Ja. Christa, du bist eine Runde weiter. Ja, das geht's ja nicht. Und Christa Strub und Theresia, von euch verabschieden wir uns ein bisschen verabschieden, aber mit den schönsten Bildern aus euren beiden Sendungen. Geht's. Hör durch, hört. Geht's.
Ich bin voll im Stress. Ich weiss es auch nicht. Gott, da wird da nicht kalt. Es wird nicht allzu so schnell kalt. Also, Nein. Was nicht? auf der anderen Seite. Was habe ich wieder falsch gemacht? Verkehrt mir alles. Ich mag nicht lang und verkehrt alles. So, geh, einfach geh. Will ich nicht. Spring! Ja, du bist doch ein Schäse. Kannst du auf die Seite? Ich möchte jetzt gerne hier unser Wohnzimmer, Kinderzimmer, Spielzimmer verändern in Essraum und den Raum dann langsam aber sicher die Woche zu Weg machen für die Landfrauen. Halt! Schön schnell. Ja, nein, das ist nichts. Kurz aufstellen, zack, zack. 3 Minuten. Kann ich gehen? Ja. Er ist schon da. Ja, danke. Für Theresia und Christa gibt es einen Mega-Gutschein im Wert von 1000 Franken. Herzlichen Dank, haben wir euch zuschauen, in euren Alltag schauen. Es ist immer wieder ein schönes Erlebnis, wenn ihr alle zusammen Türen und Tor für uns aufmacht. Das ist euer Applaus. Schauen wir mal, wie schön. Geht alle zu euren Liebsten. Und das Engadin muss langsam ans Servieren denken. Nina Padron. Hi. Hast... Hi. Hi. Redest du Romanisch, Nick? Nein, nein. Ich versuche es ein bisschen zu verstehen ab und zu. Und es gibt so das eine oder andere Wort. Ich würde es gerne können. Das ist... aber weißt du, so mehr als... Bundi und Anzi und der Skurschensteller Romansch. Also du redest ja sonst 30 Dialekte? Nein, nein. Du, der Bock, den du da serviert hast, das Rehböckchen. Ja. Das ist während der Woche, wo wir gekocht haben, geschossen worden? Nein, nein. Dort war Jagdpause. Ja, das heisst ja nichts. Ja, nein. Nein, sie sind die Woche vorher schon gekommen. Aufnehmen. Gibt es viele Frauen im Dorf zu Lawin, die jagen? Im Dorf? Nein. Bist du die Einzige? Nein, bin nicht die Einzige. Es hat nur mal eine. Bin ich jetzt habe ich richtig. Und die Jungs gehen immer miteinander auf die Jagd, weil dort ist ja mehr eigentlich... oder? Und wie ist das? Frauen gehen wirklich hegen und pflegen, habe ich das Gefühl. Ohne Frauen würde die Bündner Jagd gar nicht funktionieren. Ich glaube eben auch. Also ohne uns würde nichts laufen. Das gibt wieder Briefe morgen. Ja. Also. Wir kommen in Countdown. Ja, es ist geht gut. noch 1 Minute. Es ist eine Bündner Nusstorte. Genau, mit einem Glasse. Und ein bisschen andere Nüsse. Und ein Bananenglasse. Und dann ein hübschen Blättchen. Genau, aus dem Teig auch. Aus dem Teig vom Türkli. Soll ich? Hast du? Das Nuss, ok. Vai già 5 minuti. Metti giusto in questo e metti in questo. Quanto metti? Anche quello più Feine Snus Ensembles. Hi! Wir fahren in Zellmer, hi! Noch 20 Sekunden.
Sind ihr zufrieden, ihr zwei? Noch 5 Sekunden. Service, bitte sehr. Das ist wahrscheinlich einer der schönsten Jobs heute in der ganzen Schweiz. Wenn man am Samstag schon etwas schaffen muss, dann in der Jury sitzen von der Landfrauenküche vom Final und Dessert probieren. Ja. Willst du uns etwas sagen mit dem Löffel drin? Kann ich eine Handgranate haben? Nein, Entschuldigung, aber ich habe es jetzt wirklich probiert. Mal sehen. Muss auch so sein. Eine Nusstorte muss einen harten Biss haben und innen noch die sanfte Überraschung. Das Problem ist einfach, ich habe Nusstorte nicht so gern. Aber es hat ja noch anders. Das ist fein. Wie macht man Bananenglasse? Mit Bananen? Ja, was? Ein bisschen Rahm. Ich habe alle Landfrauen eigentlich recht gerne bekommen, so in den letzten fast alle. Nur Nina noch ein bisschen lieber. Ja. Nein, sag, wie macht man Bananenglasse? Also Bananen einfrieren, klein schneiden, einfrieren und dann Rahm steif schlagen und Zucker und ein bisschen Vanille rein und ja. Nachher mixen. Genau. Sonja, wie ist es? Fein, vor allem das Glasse passt mir sehr gut. Das Bananenglas ist wirklich super. Was heisst das zu der Nusstorte? Hast du nicht gern grundsätzlich? Mal, ich habe sehr gerne Nusstorte. Ich bin jetzt nur gerade am Überlegen, ob ich das Karamell auch rausgeschmeckt oder ob ich das nur da lese, dass es Karamell drin hat. Das muss ich noch herausfinden, ob ich das wirklich auch gemerkt oder nicht. Ja, ich weiß es nicht. Nadia, der Karamell, klar, Zucker hat sie in jeder Bündner Nusstorte drin. Aber es stimmt, es ist nicht etwas Dominantes, wenn man die Nusstorte isst. Sondern es ist wahrscheinlich die Nuss, die eher prägend ist. Ja, der Zucker ist als Karamell dort drin. Ja, also die Nusstorte ist ja sehr süß. Es ist ja Zucker, Butter, ja, Teig und solches. Ja. Aber ich glaube, eben in Kombination, also wenn ihr ein bisschen von der Nusstorte und dann ein bisschen von der Glasse auf die Gabel nehmt. Nein, ich möchte das sagen. Die Glasse ist sensationell. Also, sind sicher selber geschossene Bananen. Oder? Und es liegt nicht an mir. Die ist wirklich schaurig gut, aber ich habe einfach Nusstorte nicht so gern. Tut mir leid, aber ich esse die ganze Glasse fertig. Ruth, wie sieht es bei dir aus? Vielleicht noch ein neutrales Urteil, das beides gern hat. Ich finde gut, dass man die Nusstorte nicht gross verändert hat. Die muss man wirklich einfach sein lassen. Das ist eine Nusstorte, wie man sie kennt. Und die Kombination mit dieser Zwetschge und dieser Glasse ist sensationell. Sensationell. Und ich denke, der Peach mag da auch essen mit dieser Glasse zusammen. Wird es ein bisschen feuchter. Dann muss er nicht so tun, als wäre die Steinherd. Muss noch pressieren, wenn die hole ich den Teller gerade wieder. Dessert Nummer 4, eine neu interpretierte Bündner Nusstorte mit Bananenglasse. Herzlichen Dank euch von der Jury für das Urteil. Danke, Nina, es ist super gemacht. Super. Also, es hat einmal so etwas gegeben wie ein Rosenkuchen. Sieht man nicht mehr viel von dem, gell? Nein, der ist nicht mehr. Es sind irgendwie noch so Hefeknöpfe. Genau. Was ist drin? Es ist ein süßer Hefeteig und dort habe ich ausgewählt und habe drauf so eine Haselnussfüllung drauf. Da. Entschuldigung, ich stelle immer im blödsten Moment die dümmsten Fragen. Du hast gesagt, dass der Countdown läuft im Fall. Tust du mir noch den? Ja, mache gerne. Dessert-Klassiker neu interpretiert. Das ist das Motto von dieser Finalsendung. Und es geht am Schluss den Jurypreis. Rita Kaufmann aus dem Luzernischen. Aus dem Sauertal. Willst du auch den? Ja. Gut, das ist ein ganz tief. Oder der da. Noch 10 Sekunden für euch.
Entschuldigung, Serviceplatz machen. Hotelfachschüler sind das, die da so hochprofessionell servieren. Die stehen ein Jahr vor dem Abschluss und dann lassen wir sie dann in die freie Wildbahn. Ihr dürft wieder probieren. Schlag auf Schlag. Nach der Nusstorte kommt jetzt Rita. Also, wie sagst du? Das sind Haselnuss, Feigen, Hefeknöpfe mit einer Gewürzmilch. Und das dürft ihr auch sehr gerne ein bisschen dunkel drinnen. So Bachnungs, das muss man schon frisch servieren. Am besten schon, ja. Das kannst du am nächsten Tag. Wobei, ich muss jetzt ehrlich sagen, die kann man eigentlich auch noch 2 Tage später essen. Durch das, dass sie eben die Feigen und die Äpfelschnitzli oder Scheibli drin haben, bleibt es eigentlich schön feucht. Das mit dieser Milch, das finde ich sehr, sehr speziell. Das ist von der Nadia gekommen, wo es gerne so sättige. Ich muss nur schnell sagen, also alle Ideen, die ich gegeben habe, also die Frauen hundertprozentig selber entscheiden, was sie dann daraus machen. Klar, aber es ist eine sehr spezielle Kombination. Du hast gesagt, hey, probiert doch mal eine Milch mit sättigen Gewürzen aus. Ja? Ich habe gedacht, vielleicht sei es etwas Orientalisches, ja, könnte ja sein. Vielleicht aus Kamelmilch, dass man so sättige Sachen macht, mit Datteln oder so. Also, wir fangen an bei der Ruth Breitenmoser mit der Jurypräsidentin. Ich kenne den Originalknopf gar nicht, aber er ist gut. Und als ich es gesehen habe, habe ich sofort an Peach gedacht. Ich dachte, oh, jetzt hat er wieder etwas Trockenes und dann dunkel dort in der Soße. Für ihn ist es sicher gut. Die Kombination ist sehr, sehr gut. Was haltest du von der Milch? Speziell. Ja, speziell. Wie kann man das definieren? Speziell. Ja. Ja. Alles gefragt. Machst du es nächste Woche einmal? Nein. Gut. Peach? Ja, ich muss sagen, ist auch nicht so ganz mein Ding. Auch wenn ich es dunkler. Es wird nicht dunkler. Nein. Es tut mir leid, aber es sind einfach eben so Zutaten, die ich jetzt nicht. Also die Gewürzmilch. Ich weiß nicht, ob man die einstreichen muss, aber sonst. Ja, kannst du es probieren. Ja, also ich komme nicht ganz draus, wenn ich kann es wirklich 3-mal probieren. Eben, es ist für mich ein bisschen undefinierbar und darum habe ich schon ein bisschen genug. Tut mir leid. Sonja? Also ich habe immer noch Hunger. Gewürzmilch passt mir sehr gut, finde ich ganz, ganz fein. Der Knopf hat für mich ein bisschen zu wenig Geschmack, ein bisschen zu wenig Aroma. Aber mit der Gewürzmilch zusammen gleicht das ja wieder aus. Ich glaube, das ist auch Sinn und Zweck, darum dünkt man sie auch. Aber jetzt einfach, wenn ich es einzeln würde essen, den Knopf zuerst und dann die Milch oder andersrum, hat der Knopf ein bisschen zu wenig Geschmack. Darum ganz wichtig, die beiden Sachen kombinieren. So ist es gedacht. So wie man ein bisschen Kräuterbutter auf ein Stückchen Fleisch tut, gibt es jetzt auch die Gewürzmilch zu dem Hefeknopf. Also, vielleicht als kleinen Tipp noch, wenn man noch Lindor-Kugel drauf tut, dann... Danke, Peach, danke, Ruth. Und Sonja. So, das ist kalt. Rita, komm wieder. Und auch Nina noch mit. Nur eine von euch zwei kommt weiter und begleitet Christa Krähenbühl in die Finalrunde. Dann. Marianne, darf ich das Kuvert haben? Danke vielmals. Kanton Luzern. Ist eine strenge Woche vor dir? Die nächste? Ja, es geht eigentlich. Es ist schon immer etwas los. Aber Kinder sind selbstständig, habe ich das Gefühl. He? Ja, schon ziemlich. Ja. Die meistern das gut. Nina, was hast du nächste Woche so los? Ich mache Pause. Ich bin nämlich fix und fertig. Das wäre ja schade, jetzt, wo du endlich das Bauern gelernt hast, ja. Oder? Dann haben wir das KV gemacht, auf einem Notariat, gell? Und jetzt musst du plötzlich arbeiten. Ja. Also, eine Runde weiter. An der Seite von der Christa Krähenbühl, die das auch schon geschafft hat.
ist der Kanton Graubünden. Nina Padrun. Schön. Aber ich glaube, was man rausgespürt, muss man an dieser Stelle also schon sagen, ihr seid eine eingeschworene Truppe. Ihr habt euch richtig gern bekommen in diesen 7 Wochen. Habt immer Freitag für Freitag miteinander dürfen zu Nacht essen. Und die schönsten Momente, Rita, von dir, die schauen wir uns jetzt noch einmal an. Ganz so ein bisschen meditativ. Ja. Ich will es dir noch ausmachen. Jetzt wurde ich noch so eine. Unsere Macht. So, sind wir startklar? Wünsche guten Miteinander. Danke. Irgendwie so. 2 Osterhasen. Das ist eben unter dem Dings, aber ja. Oh, Scheibenkleid, wirklich schlimm muss. Du mir jetzt Wunderbar. Gratulation. Auch für dich. Ein Gutschein. Der Wert von 1000 Franken. Der gehört nur dir. Ja, super. Der wird nicht investiert in Lebensmittel, das muss man versprechen. Kauft dir irgendetwas Schönes damit, macht dir eine Freude. Und es war ein tolles Erlebnis mit dir, dürfen auch jetzt hier in dieser Sendung sein. Rita Kaufmann, das ist dein Schlussapplaus. Ganz zu deiner Liebe. Nina Padrun, sehen wir dann noch in der Finale. Sieg. 3., 2. oder 1. Das schöne Orchester, das 4-köpfige Orchester begleitet uns doch jetzt schon ein paar Jahre. Zen und Nonsens. Man hört sie meistens nur ein bisschen im Hintergrund. Sie dürfen vielleicht 10 Sekunden mal eine Minute spielen, aber die können auch mehr. Das sind richtige Musiker, und zwar richtig gute. Von der Zeit her, ich gebe euch gut 3 Minuten. Ist das okay? Zen und Nonsens. Und das Stück, das wir hören, Kaffee Bibenfladen. Gute miteinander oder Prost.
Christian Weiss, Nicola Stocker, Madeleine Küng und der Nicolas Sen. Zusammen sind es Sen und Nonsens. Und ich glaube, gell, du hast zugesagt, ich freue mich sehr, ja, ich kann schon nicht anders, am 14. Januar, dann feiern wir das Jubiläum 10 Jahre Landfrauenküche noch einmal richtig gebührend, unter anderem auch mit dem Nicolas Sen. 14. Januar, gell, ist eingetragen. Sehen wir uns dann wieder. Und in 2 Wochen schon wieder Potzmusik mit dem Nicolas. Freue mich. Gut, da wird weitergekocht. Wir sind bei der Sonja. Ich glaube, Sonja ist ready für den Countdown, oder? Ich könnte gerade wieder Musik machen, da gibt kein Verschnaufen. Wir brauchen eure Musik 1 Minute lang und dann wird serviert. Ist es wichtig, dass du kannst gehen wegen der Schocke oder Ja, wegen einfach die gefrorenen Himbeere sollten nicht so auftauen. Aber haben Sie eigentlich gemerkt, dass Sie musikalisch sind, ein bisschen die Songs kennen? Es hat alles ein bisschen mit Dessert zu tun, was Musik macht. Der Song heisst Bittersweet Symphony von Verve. Ja, ich kenne es original. Ja. Hast du ein Lieblingsdessert? Ui. Oh ja, kannst du Ja, mit brennte Creme, das geht, finde ich, ein Creme Brûlée geht immer. Oder Käse. Käse? Käse. Noch 15 Sekunden. Gut. Nice. Fertig. Servus. Ist nicht gut? Das ist perfekt. Schön, hast du die wieder gebracht, da, die Edelweiss. Wer von euch kennt den Hasli-Kuchen? Ja, ich kenne ihn. Ich habe gerade kürzlich einen heim von einem Anlass und habe das Gefühl, wow, das ist verdammt geil. Wirklich. Was hast du geschwungen im Hasli? Nein, wir hatten sonst einen Anlass am Hasliberg oben. Und dann war es so ein Mitbringsel, das wir heimnehmen durften, zusammen mit Merengue und sonst noch Spezialitäten. Der Wurst von oben ist noch immer noch in meinem Kühlschrank. Ich muss schauen, dass man jetzt nicht entgegenläuft. Habt ihr schon einen Zuckerschock? Geht's, Ruth? Das geht, ja. Zittert schon ein bisschen, aber... Peach, du fängst an. Ich muss mich zuerst entschuldigen. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass ich aus Versehen ein falsches T-Shirt habe, wo ja der Zwerg Stolperli drauf ist, weil ich gerade das Kinderbuch gemacht habe und da wäre Werbung und das ist mir schaurig peinlich, aber... Wann kommt es raus? Wie viel kostet es? Wie viele Seiten hat es? Ich wollte keine Werbung machen, aber ich gehe mich gerne noch schnell umziehen, wenn es reicht. Ja. Das ist jetzt für mich eine super Alternative zu den Nusstorten. Also, ich würde den Bündner empfehlen, die Nusstorte einstampfen und jetzt wie heisst die? Hasli-Torte? Hasli-Kuchen. Hasli-Kuchen, das ist sensationell. Also ich nehme gerne Garetten voll ein. Sonja, was hast du neu interpretiert? Ja, also nicht ich, aber Nadia hat mir die Tipps gegeben. Ist sicher eine gute Idee mit dem Schokibödeli drin, innen. Und die beschwipste Schoki zwingt um. Ja. Gibt es denn Varianten vom Hasli-Kuchen oder macht jede Frau im Berner Oberland so richtig Hasli, den gleichen Hasli-Kuchen? Also wirklich, das Ursprungsrezept ist recht einfach. Aber was ich habe gemerkt, es gibt auch noch ein Rezept, wo man zuerst noch das Eiweiß steif schlägt, dass es ein bisschen luftiger wird. Das ist wahrscheinlich schon ein bisschen die neuere Variante. Und das ist jetzt, ja, ich weiß nicht, ob man dem noch Hasli-Kuchen sagen kann. Es sind jetzt Hasli-Küchli. Ja, ich hoffe, die Haslitaler Frauen lassen mich im Leben. Und Nadia tut, ja sicher, und Nadia tut ergänzen. Das muss man erwähnen, die selber gemachten Edelweiss aus Merengue, die Sonja immer macht, sind mega schön. Ja. Wie macht man die? Wir haben ja auch gesagt, eine Sendung, oder? Ja. Peach, willst du sie nachher machen? Wie Ja, macht das man ja die? essen. Ja, aber wie macht man die? Schau die Sendung von der Sonja oder alle anderen Sendungen auch, die sind online und dann siehst du, wie sie es gemacht hat. Braucht einfach Geduld. Und mit dem Spritzsack. So, schlick, 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 schlick. Sonja? Sehr fein. Also Jockey ist super. Genau mein Ding, genau mein Geschmack. Und sehr hübsch angerichtet. Super. Danke. Das ist euer Urteil.
Ihr zieht euch dann nach der Beatrice ein bisschen zurück und dann schauen wir, wer den Jurypreis gewinnt. Herzlichen Dank, Peach. Danke, Ruth. Und Sonja Käri. Drapieren, dann tue ich die Nüsse drauf. Zwetschge? Ja, mache ich gerne. Brauchst du noch einen Moment, Bea? Nein, wir können loslegen. Können wir loslegen? Die letzte Minute. Oder? Es ist ganz heikel, einfach, dass die Küchli nicht kalt werden. Zwetschgensoße auch nicht. Und vor allem sollte das Zeug dann auch nicht gummig werden, wenn man es lange auf dem Teller liegt. Würde ich jetzt mal sagen, als Amateur. Das Nussthema bei der Beatrice sieht so aus, dass da, was sind das, Haselnüsse, Mandeln? Mandeln. Dass Mandeln noch drüber kommen. Ich würde jetzt mal die arbeiten. Ich erkläre noch schnell. Die Mandeln ist in der Vanillesauce auch noch ein bisschen drin. Es hat noch Vanillemus da drin. Vanillemus und Mandelmus da in der Vanillesauce drin. Noch 15 Sekunden. Und der erste Schnee kommt nicht nur bis auf 600 Meter runter heute, sondern auch auf den Teller von der Bea aus dem Thurgau. Die Frau mit dem schönen Ross, mit den Araber. Ist fertig, hast du es geschafft. Das letzte Dessert vom heutigen Abend. Es sind Äpfelküchli. Ja? Die heissen so. Das sind die ausbackenen Sachen. Ja? Es ist nicht ein Tarte Tatin oder ein Äpfelweihen. Wir sagen dem zwar Äpfelkuchen, sondern es sind... Ja, sag du schnell. Äpfelschnitz im Teig. Äpfelküchli im Teig? Ja, und wie macht man denn die im Teig? Was kommt da noch dran, dass das Zeug hebt? Einfach wenden, nein, ist da nicht zugeschaut. Ja. Man tut das Mehl und in dieser Masse wenden, die man angerichtet hat. Und nachher tut man das ganz heiße Öl reintauchen. Und dazu gibt es... Es gibt Vanillesauce. Die dürfte man eigentlich so drüber leeren. Für die sind die Töpfe gedacht. Und dann haben wir noch das Zwetschgenmus gemacht. Nein. Ein Zwetschgenmus mit Rosmarin, verfeinertem Amaretto. Hast du das Gefühl, der Peach hat es jetzt gerade zerstört? Ja. Nein, sie hat gesagt, man kann es drüber leeren. Kann man da nachher heimnehmen? Das ist herzig. Ist hübsch, gell? Ja, fürs Zahnbürstchen reinzutun zum Beispiel. Ja, und vor allem selber gemacht. Nachdem er das neue Zwergstelperli gelesen hat. Ja, genau. Ihr steckt doch alle unter einer Decke, nur weil ihr zusammen ein Buch gemacht habt. Oder beide ein Buch gemacht haben. Ruth Breitenmoser. Also, da kann ich wieder sehr gut geben. Äpfelküchli mit Vanillesauce gehört zu meinen Lieblingsdessert. Und mit der Kombination Zwetschge ist super gut. Genial. Zwetschge mit Rosmarin. Ja. Mhm. Wirklich gut. Sonja, du hast jetzt gerade, fragt ihr mich jetzt etwas oder soll ich das jetzt noch ins Maul nehmen? Ich frage dich zuerst. Okay, warte. Kombination hat Ruth gelobt. Zwetschge, Äpfel, Vanille, Mandeln, Rosmarin. Es ist alles super, bis aufs Letzte. Also meine Mami wüsste es, dass sie den Stängel neben rauslegen vor dem Servieren. Aber das ist, ich persönlich, ich habe nicht so gerne Rosmarin. Der Rest ist super und vor allem der Teig passt mir sehr gut. Der ist ganz lecker. Wollt ihr es ausessen oder sind ihr parat? Nein, ich werde vielleicht wirklich noch sagen, Vanillesauce sensationell. Ich habe jetzt hier Äpfelküchli selber nicht so gerne, aber die sind super. Also wirklich sensationell. Und wenn niemand die Idee hat, die Thymian drauf zu tun, dann wäre es sensationell. Bist du als Kind schon Schneiderfräse gewesen? Nein, ich weiß nicht gerne Zeug, das nicht drauf geht. Peach Weber, Ruth Breitenmoser und Sonja Käri. Ich gebe euch Zeit, entweder ausessen, aber sicher noch eine Minute Zeit, euch zu beraten. Jetzt habt ihr 7 Desserts gehabt, ihr habt das Maul voll Zucker.
Super. Und jetzt müsst ihr vielleicht mal mit Wasser schnell ein bisschen neutralisieren, den Geist wieder ein bisschen oben runterbringen und dann kommt das Urteil. Und alle Landfrauen darf ich zu mir auf die Bühne bitten, zu unserer Küche wieder. Lollipop! Noch 30 Sekunden und dann hätten wir von euch gerne hören, wer den Jurypreis von dieser Finalsendung bekommt. Noch 5 Sekunden. Ja, jetzt solltet ihr es schon haben, ja. Pitch, was meinst du? Ja, meinst du Und wenn ihr euch nicht einig seid, dann sagt ihr auch Breitenmoser. Ja. Wir geben euch noch mal 20, 30, 10 Minuten, eine halbe Stunde. Ja, die erste. Oben eine 6, das ist ziemlich cool. Ja. Ganz. Wir haben 2, oder? Ah. Die erste. Eigentlich Ich habe das Gefühl, es war eindeutig. Dann musst du den Stichentscheid machen. Es ist ja so, wir haben 2, die ein 6 haben bei allen. Also 2, die ein 6 haben bei allen. Ja, wir haben Schulnoten gegeben. Das steht da drauf, wir machen nur was drauf. Ich habe den Vorschlag gebracht. Nein. Dann gibt Ruth jetzt den Stichentscheid. Wir wollen nicht wissen, wer alles überall 6 hatte, sondern nur, wer den Jurypreis gewinnt. Ruth. Ja, in unserer Runde haben wir herausgefunden oder beraten, Christa hat gewonnen mit dem Dessert. Jetzt müssen wir wissen, welche Christa. Oh, ja, Mehringbötli. Mehringbötli. Mit Christa Kreibühl mit dem Meringbötli. Gratuliere ganz herzlich. Ein Elektrolux-Gutschein im Wert von 2700 Franken. Kannst du ein Küchengerät kaufen damit. Die Merenke aus dem Emmental mit der vielleicht... Jetzt wollen wir gleich noch schnell wissen, was hat es denn ausgemacht? War es Niedeln? War es eine Kombination? Kombination und das Frische auch. Also, man hat zum Dessert gerne etwas... Ja, locker ist es nicht gerade so gewesen, aber also frisch und... Ja, ist gut gewesen, sehr gut. Ganz herzlichen Dank. Sind ihr heute an diesem Samstag da gewesen, habt euch verwöhnen mit dem Zuckerflash, Peach Weber, Ruth Breitenmoser und Sonja Kerin. Alles Gute. Weiterhin mit allen Projekten. Das ist euer Applaus. Das war unsere Jury. Und die Gewinnerin vom Jurypreis. Nadja, komm. Auch ganz herzlichen Dank natürlich der Nadja, die euch inspiriert hat. Bei der einen ist es vielleicht ein bisschen anders angekommen als bei der anderen. Die einen nehmen das vielleicht mit in ihre Alltagsküche und probieren aus. Vielleicht haben sie sich auch inspirieren und kochen in Zukunft auch ein bisschen so wie Nadja Damaso. Ganz herzlichen Dank. Du gehst auch nicht ohne etwas. Das ist ein Dankestrüssel für dich. Danke. Nadja Damaso, unsere Foodbloggerin auf der ganzen Welt unterwegs. Und ich glaube, das nächste Projekt ist auch so, gell? Was hast du vor? Genau, also das nächste Buch wird eigentlich so ein Reisekochbuch. Also ich gehe auf der ganzen Welt reisen und dann inspiriert von Farben, Geschmäcker und Gewürz kommt dann ein neues Buch. Ja. Das will ich auch. Leck, Bobby. Wie sage ich jetzt meinen Söhnen daheim, sie sollen etwas Rechts lernen? Hä? Du hast ja, das ist ein Traumjob, den du hast, nicht? Ja, also ich schätze es mega, dass ich in meinem jungen Alter machen kann, was mir Spass macht. Das ist schon sehr schön, ja. Du hast einen coolen Schwung in die Sendung gebracht. Alles Gute. Nadja Damaso. Danke vielmals. Frauen, wir gehen auf die Bühne. Kommt. Kommen alle mit. Alle mitkommen?
Sie machen nicht mehr, was ich sage. Was hast du gemeint? Nina, komm. Sonja und Beatrice. Komm, Bea. So. Eine von euch, nur eine von euch, kommt in die Finalrunde zusammen mit der Nina und mit der Christa. Du hast mir das falsche Kuvert gegeben. Entschuldigung. Wir brauchen zuerst noch, es war schon ein richtiges Kuvert, aber es ist das. Es ist nicht der dritte Platz, sondern es ist die Finalistin 3. Und im Finale ist Sonja Schild. Beatrice, der Kanton Thurgau, den lassen wir jetzt noch einmal aufleben, zusammen mit deinen wunderschönen Pferden, mit deinen Arabern. In deinem Beitrag ganz herzlichen Dank, bist du bei uns gewesen. Das Ergebnis um 2 Stellen kleiner machen. Und zur Begrüßung haben wir euch noch ein paar Rosse angestellt, dass wir nicht so eine kleine Familie sind. Zum Wohl. Das ist gut. Wir haben jetzt überall 2. Beatrice Meier. Auch für dich ein 1000 Franken Gutschein von der Migros. Und Sonja, du bist im Finale. Wie heisst dein Mann? Beat. Der Beat. Ich gehe mal schnell fragen, wie es ihm geht. Geh mal schnell zu den Jungs hinterher. Oder? Ja, zuerst mal ein bisschen nervös, die ganze Geschichte. Also in dieser Woche, wo gekocht worden ist bei euch daheim, wo gefilmt worden ist? Eigentlich nicht. Nein. Bis jetzt ist wirklich der Freitag am Abend, wo unsere Sendung ist ausgestrahlt wurde, dann so Nervosität am grössten gewesen. Aber jetzt, ja, so langsam spürt man es schon ein bisschen, ja. Wer weiß es? Ich meine, auch da sind Finalisten, oder? Wer noch? Ja, Frauen, ja. Was fühlt man da als Mann, wenn eine Frau plötzlich so Erfolg heimbringt? Ja, das ist schön. Das ist schön. Stolz? Das darf man, glaube ich, schon sein, ja. Bei irgendeinem von euch daheim ist der Alltag ab dem Montag vielleicht ein bisschen anders, oder? Oder egal, was passiert, du Reise. Ja, ich hoffe es nicht, dass der Alltag, ja, also für mich wird es wahrscheinlich nicht gross. Ja, schon ein bisschen, aber Nina wahrscheinlich merkst du länger. Wie könntest du sie unterstützen? Was meinst du? Ja, das wird wahrscheinlich schwieriger, weil ich muss halt arbeiten in der Meeting. Ja, ist gut. Ja, nehmen das Ganze nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Wenn Sie eine von diesen Sendungen verpasst haben oder einfach alle noch einmal sehen, es gibt eine DVD, die wird jetzt noch fertiggestellt. Wenn Sie sie schon bestellen, wird sie dann zeitgerecht auch verschickt. Das ist die DVD, die Sie bestellen können und alle Sendungen noch mal anschauen. Also, Herren, Daumen drücken, allen zusammen natürlich. In ein paar Augenblicken wissen wir, wer die Landfrau-Küche 2016 gewinnt. Wissen Sie noch, welche 3 das sind? Es sind die 3 Frauen. 3 Finalistinnen sind noch im Rennen um einen Sieg.
Nina Padrun, die für das Landfrauenessen auf die Jagd gegangen ist und zum Hauptgang Rehpfeffer mit Bizockel, Rotköhli und einem gefüllten Apfel hat zubereitet. Das Menü wird den Landfrauen vom Duri serviert. Mit ihrem kunstvoll angerichteten Dessert hat die Bündnerin aus Lawin im Unterengadin sicher punkten. Oder kommt die Gewinnerin aus Iseltwald am Brienzensee? Sonja Schild wetzt das Messer für einen Hauptgang. Inspiriert für das Menü ist sie von der Alp, wo ihre Tiere den Sommer verbringen. In dieser Zeit gehört der leere Stall den Touristen, die im Stroh schlafen wollen. Zum Hauptgang gibt es einen Sennentopf mit Rindfleisch, verschiedene Gemüse und Söseli. Der Bea trägt das Essen auf. Die dritte Finalistin kommt aus Oberhünigen im Emmental und hat es mit den Blumen. Schön, hä? Mhm. Sie erwartet Landfrauen mit ihrem Mann Bernu und ihren 5 Kindern. Hallo. Ich würde mich gerne mal das Menü vorstellen. Zum Hauptgang gibt es Kalbsgeschnetzelt an einer Balsamico-Sauce mit Gemüse und einem Herdöpfelgratin. Die Landfrauen haben sich gegenseitig beurteilt. Jetzt kommt aus, welche am besten bewertet worden ist. Jetzt ist gut. Jetzt ist das Kuvert richtig. Hättet ihr das gedacht, dass ihr 3 da vorne steht, Sonja? Nein, wirklich nie. Nein, wirklich nicht. Also du hättest dich schon gesehen, aber die anderen nicht? Ja. Nein, wirklich. Mir ist die Familie, die ich gelernt kenne, 6 neue Freundschaften gewonnen. Das ist mir viel mehr wert als der Sieg, wirklich. Nina, hast du das gedacht? Nein. Christa, wie sieht es bei dir aus? Ja, der sowieso, der. Also. Der Name da innen ist der 3. Platz. Auf dem 3. Platz von der Landfrauenküche 2016, am drittbesten bewertet von allen Landfrauen, nachdem gekocht worden ist, nachdem wir die Landfrauen empfangen haben und sie bewirtet haben und schön dekorierte Tische gezeigt haben. Familie vorgestellt, rausgeputzt alles. Auf dem 3. ist der Kanton Bern, und zwar das Emmental. Christa Kreienbühl! Herzliche Gratulation! Merci vielmals. Nina und Sonja, eine von euch 2 gewinnt die Landfrauenküche 2016. Eine Gold, die andere Silber. Und eine von euch 2 sehe ich schon gleich wieder. Zusammen nämlich mit den 9 Landfrauensiegerinnen seit 2007. Und das am 14. Januar in der Bodensee Arena in Kreuzlingen bei unserer Landfrauen-Supershow. Seit 10 Jahren sind die Landfrauen schon unterwegs. Angefangen hat alles im Jahr 2007. Die Gewinnerin von der ersten Staffel war Mika Fallett aus dem Kanton Graubünden. Fleisch von Wünschenhof. Ein Jahr später hat Annemarie Eberle aus dem Kanton Thurgau am meisten punkten. 2009 ist Priska Abeck aus dem Kanton Schwyz als Beste bewertet worden. Brigitte Bürgi aus dem Kanton Obwalden hat ein Jahr darauf die meisten Punkte bekommen. Im Jahr 2011 war mit Kathrin Sprecher wieder eine Bündnerin erfolgreich. Esther Kempf aus dem Kanton Uri ist die Siegerin von 2012.
Ein Jahr später hat Romana Zumbiel aus dem Kanton Luzern die Auszeichnung entgegennehmen. Ruth Breitenmoser aus dem Kanton St. Gallen hat als Nächste gewonnen. Und vor einem Jahr hat Diris Riatsch aus dem Bündnerland Grund zum Feiern. Dreimal bis jetzt der Kanton Graubünden und noch nie der Kanton Bern. Und jetzt entscheidet sich dann, ist es zum ersten Mal der Kanton Bern oder zum 4. Mal der Kanton Graubünden? Mika! 2007. Was hast du das Gefühl, wie spielt der Kantönli-Geist eine Rolle? Nein, das ist nicht der Kantönli-Geist. Wir sind einfach gut, Nick. So ein Selbstvertrauen haben wir auf alle Fälle. Priska, was meinst du? Ich hoffe für den Bern. Dass Kanton Bern mal gewinnt? Ja. Wenn wir schauen, wer gewinnt. Aber sonst haben sie immer den Schwingerkönig, weißt du? Ja, das stimmt. Das sollte jetzt... Ja, das wäre der Innerschweizer ja mal zu können, oder? Weißt? Ja, wem sagst du das, ja? Vielleicht jetzt Zug, he? Wer weiß. Ja, also, Frauen, wir sehen uns auch schon gleich. 14. Januar. Ich freue mich sehr mit der Supershow mit allen Gewinnerinnen von der Landfrauenküche. Und das Kuvert, das hat jetzt müssen warten, gut 2 Stunden. Der Name der Siegerin war die ganze Zeit da innen versteckt. Wir haben beschlossen, beide oder keine. Beide? Ja. Nein. Uns gibt es nur im Club. Nein, jetzt sind erwachsen und wir müssen die Verantwortung auch tragen, ein Jahr lang. Gestern waren wir bei dir noch in Lawin, haben dich auf der Jagd begleitet, haben gesehen, wie du den Pfeffer gemacht hast, vom Rehbock, den du selber geschossen hast. Bei der Sonja waren wir am Brienzersee. Heute hast du Hasli-Kuchen gemacht. Der hat wunderbar funktioniert. Der Kanton Bern zum 1. Mal oder zum 4. Mal der Kanton Graubünden. Wer regiert das Land kulinarisch mit seiner Küche? Wo rennen Schweizerinnen und Schweizer ab nächster Woche den Hof ein, weil sie die Frau mal von oben anschauen wollen? Ich kann es euch sagen. Es ist zum 1. Mal der Kanton Bern. Es ist Sonja Schill. Das ist Nina und Sonja für dich. Herzliche Gratulation der Siegerin, der Sonja Schild, die jetzt gefeiert wird von der Familie. Wenn Sie mitgemacht haben bei unserem Wettbewerb und Judith Gasser, Brigitte Beiler oder Annemarie Angern heissen, dann gewinnen Sie 3'000 Franken als Migros-Gutschein. Wir feiern noch ein bisschen weiter zusammen mit allen Familien, die extra hierher gekommen sind. Wir sehen uns spätestens am 14. Januar dann mit der grossen Landfrauenküche Supershow. Nächste Woche am Freitag geht es weiter mit SRF bei der Hüttenschütte. Schönen Abend und danke vielmals fürs Zuhören. Schönes Wochenende. Tschüss.